Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, wie immer, oder für die, die vielleicht neu dabei sind, es gibt ja mehr den einen oder anderen, obwohl dieses Video ja nicht so viele schauen, ich werde mir irgendwelche Diskussionen, die ihr in den Kommentaren führt, sparen. Ich werde immer nur den Hauptkommentar lesen, weil ansonsten komme ich hier gar nicht hinterher, weil, lasst mich kurz gucken. Wir haben dieses Mal 287 Kommentare und nochmal 82 Kommentare bei der PK. Also roundabout 370 Kommentare. Ja. Und damit ich das hier nicht auf 5 Stunden ziehe, halt diese Vorgehensweise. Und damit, wie immer, Leute, rein in den Bums. Kamera noch eingeblendet, Kamera noch eingestellt. So. Zack. Gut, los geht's, Leute. Bremen hat sein erstes Auswärtsspiel die Saison gewonnen, großes Kino. Ja, war auf jeden Fall verdient, GP. Provokative. Tuchel, seitdem er bei uns ist. Zweimal DFB-Pokal kläglich ausgeschieden, einmal Champions League untergegangen. Nach dem Spiel war er irgendwie schockverliebt. Fast so wie damals Pep in Badstuber schockverliebt war oder in Dante. Einmal Supercup untergegangen, peinlich, auch wenn es nur der Supercup war. Einmal Meisterschaft fast versaut, einmal Meisterschaft versaut. Naja, noch ist die Meisterschaft nicht durch, aber ja, wenn wir die Entwicklung sehen, die nicht wirklich vorhanden ist, dann ist schwierig, ja. Eine Frage, was haben die eigentlich im Trainingslager gemacht und wie viele Weltklasse-Trainingseinheiten brauchen wir eigentlich noch, dass wir auch mal in einem Pflichtspiel so Weltklasse spielen wie im Training? Persönlich würde Tuchel den RV jetzt auch nicht mehr geben. Ich würde das Geld lieber behalten und das dann Xabi im Sommer geben. Das ist ja mal so frech. Wir spielen jedes Wochenende dieselbe Scheiße und ein Tell kommt heute rein und ist einfach besser als die ganze Mannschaft über 70 Minuten. Jeder sollte sich mal von denen schämen. Dass Xabi nächste Saison bei uns auf der Bank sitzt, ist, denke ich mal, allen klar. Und ich hoffe, dass dann im Sommer Freund, Ebert und Adonso den gesamten Kader auf den Kopf stellen. Ansonsten wird das nächste Jahr genauso weitergehen. Ich bin 100% bei ihr, dass wir einen Umbruch brauchen. Den brauchen wir aber schon seit 2 Jahren. Das haben wir ja gestern im Stream auch ausführlich diskutiert. Ja, zu der Xabi Alonso-Geschichte habe ich mich gestern im Stream mehrfach geäußert. Das schenke ich mir jetzt einfach. Haubi, fassungslos, sprachlos, ei, Schmerz brutal. Funklaber, selbst für mich als Eintracht-Fan ist dein Kanal hochinteressant, weil du Klartext sprichst und man bei dir einen guten Eindruck bekommt, was Bayern-mäßig so los ist. Danke für deine ungeschminkten Analysen und bitte so weitermachen. Ja, das wird so hier weitergehen. Ob Hop oder Top, ob's gefällt oder nicht, ist wurscht. Il Bomber. Dein Name hatte ich gesagt, oder? Funklaber, ja. Und erstmal vielen lieben Dank, ne, für die netten Worte. Il Bomber, unter Pep haben wir zu keiner Zeit so beschissen gespielt. Die letzten Pep-Spiele war auch schon qualvoll, Alter. Da war halt auch erst Schießen ab dem 5-Meter-Raum erlaubt und 300.000 Mal querspielen, den Ball im 16-Meter-Raum und bloß nicht schießen, was weiter wie 5 Meter entfernt ist. Jede Ecke kurz und nach hinten gespielt. Ja, es war trotz allem noch ansehnlicher wahrscheinlich wie jetzt. Da gehe ich mit, aber es war auch schon grausam. Christian, noch für Teambuilding musst du den großen Bayern nieder dabei haben, aber unser Josh war ja zu Hause. Christian. Ach so, ich sehe die Saisonziele als gefährdet an, GB. Siehst du das? Welche Saisonziele haben wir denn? Im Juni ist TT Gott sei Dank Geschichte, selbst wenn wir in der Champions League Glück haben, wenn Kimmich gesperrt ist oder beim Babysitten ist, hilft das Thomas Tuchel nicht, der ist Geschichte im Juni. Ich denke, ich habe es ja gestern am Stream gesagt, ich denke, jetzt ist, also für mich persönlich, für mich persönlich, ist Mittwoch jetzt morgen entscheidend. Wenn da wieder dieselbe Elf spielt wie immer, dann bin ich auch so weit, dass ich sage, Tuchel muss im Sommer weg. Ich habe mich lange gegen gesträubt, habe immer noch die Hoffnung gehabt, dass wir endlich den Schalter umlegen, dass man endlich mal eine Spielidee sieht gegen tiefstehende Gegner und so weiter. Seine Worte, auch seine Auswechslung, haben jetzt vielleicht gezeigt, dass er die Schnauze voll hat und nicht mehr die schützende Hand über die Spieler hält und jeden Spieler pudert. Aber das werden wir am Mittwoch sehen. Ja. Wenn da Konsequenzen folgen, ist noch eine Chance da, dass die Mannschaft wach wird. Dass die einzelnen Spieler auch merken, ach, hoppla, ich muss hier mal Leistung bringen, damit ich hier weiterhin der große Messias bin. Von daher mal abwarten. Bremen Hut ab, genauso gewinnt man gegen uns. Jo.
Fix im Kopf. Kaijo, Tuchel macht aus einem Ferrari ein Fiat. Es fährt aber nicht so, wie es sollte. De Ligt nur Spielpraxis, spielt direkt Fonsi nur vorne und die Doppel-6 denken einfach, wären permanent offensive Spieler. Also erstmal, wer soll sonst spielen außer De Ligt? Also ein Dyer, der 2 Trainingseinheiten mitgemacht hat, wäre noch mehr Risiko gewesen. Ja, Fonsi hätte ich halt auch schon längst mal eine Denkpause gegeben. Allein für diese ganzen Real Madrid-Geschichten einfach mal raus, ein Guerrero dahin und fertig. Oder selbst ein Kretzig. Also das macht für mich jetzt keinen großen Unterschied, was Defensivarbeit anbelangt. Da ist keiner super defensiv stark von den dreien. Von daher, Pavlovic ist ein Geschenk des Himmels und darf nicht spielen. Tell zeigt wieder einmal, warum er von Tuchel blöd behandelt wird. Sané spielt auf rechte Seite Weltklasse monatelang und wird auf links gestellt, wo unsichtbar ist. Also peinlich einfach. Aber das ist auch eine Einstellungssache vom Team. Die können sich trotzdem mal Mühe geben und kämpfen. Ja, ich denke, man muss da schon beide mit im Boot nehmen. Da gehe ich mit. Aber am Ende des Tages ist der Trainer dafür verantwortlich, wenn die Spieler nicht mitziehen, sie halt rauszunehmen. Ja, und das erwarte ich Mittwoch. Schauen wir mal. Mara, Glückwunsch nach Bremen. Verdiente und wichtige 3 Punkte geholt. So spielt man übrigens, wenn man Bock hat, wenn man heiß ist, wenn man kämpft. Zur Leistung von Bayern kann ich nur sagen, dass es sich die letzten Wochen angekündigt hat. Trainingslager hat also voll was gebracht. Naja, nicht die letzten Wochen, die letzten Monate. Ja, also wir haben ja keine Weiterentwicklung seit der Rückrunde letztes Jahr. Also ja, eine minimale Weiterentwicklung in der Hinrunde jetzt diese Saison. Aber die Ergebnisse, die wir halt glücklich eingefahren haben durch Einzelaktionen, haben halt über so viel hinweggetäuscht. Ja. Also jeder, der sich jetzt wundert, ja, der hat sich nicht wirklich mit dem FC Bayern beschäftigt. Ja, muss man sagen. Jeder, der sich ein bisschen mit dem FC Bayern beschäftigt hat, wusste, dass das so kommen wird. Es kann nicht immer so weitergehen, dass man durch irgendeine Einzelaktion, dass ein Spieler Bock hat, die Spiele dreht. Ja. Wenn der Leverkusen sich das Vizekusen hat patentieren lassen, empfehle ich, das Trainingsmeister patentieren zu lassen, obwohl man da wohl keine Angst haben muss, dass den Titel jemand anderes für sich behaupten will. Naja, wollte Vizekusen wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ich bin nicht mal mehr sauer, nicht enttäuscht. Ich gehe sogar so weit zu sagen, man sollte die nächsten Spiele vergeigen, damit Thomas Tuchel weg ist. Aber was dann? Wer nimmt sich dieser Graupentruppe an und haucht ihnen wieder Willen ein? Die sind satt, die haben keinen Bock mehr. Vielleicht sollte man wirklich Verträge abschließen, denen man festhält, dass nach Leistung bezahlt wird. Da müssten einige in der Fußgängerzone singen. Das ist für mich keine Mannschaft mehr. Da zieht keiner den anderen mit. Nein, sie ziehen sich eher gegenseitig runter mit ihrer Lustlosigkeit. Das nächste Problem, was ich sehe, wie sieht es aus mit Transfers? Dyer wurde geholt und sitzt sich auch nur wund auf der Bank. Ja, wie gesagt, der hat 2 Trainingseinheiten mitgemacht, der Mann. Also immer mal locker bleiben, wa? Ich bezweifle, dass die Spieler, die wirklich Top-Niveau haben, sich aktuell für Bayern entscheiden würden. Auf die Jugend setzt man nicht, also bleibt der Trott und es geht weiter bergab. Bin auf die nächste Saison gespannt. Schlimmer kann es ja kaum noch werden. Schlimmer geht immer. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass Weltuntergangsstimmung ist. Ja, wir sind souverän Zweiter. Wir sind 7 Punkte hinter Leverkusen. Warten wir mal Mittwoch ab. Wenn wir Mittwoch gewinnen sollten, sind es 4 Punkte. Und wenn die 4 Punkte bis zum Spiel gegen Leverkusen bleiben, wir das Spiel gegen Leverkusen gewinnen, ist es 1 Punkt. Dann ist alles drin. So. Aber man kann das Bild natürlich auch andersrum malen. Wir gewinnen morgen nicht. Keine Ahnung, selbst ein Unentschieden ist zu wenig, sind 6 Punkte dahinter. Bis zum Spiel gegen Leverkusen gewinnen wir gegen Gladbach und Augsburg, was schon super schwierig werden dürfte für uns in der aktuellen Form. Und du verlierst dann in Leverkusen und bist 9 Punkte weg. Dann ist die Meisterschaft durch. So. Für mich persönlich, ja. Also wir sind nicht in der Lage, den Umschwung zu schaffen, aktuell gefühlt. Da müsste Tuchel jetzt wirklich sich um 180 Grad drehen und Vollgas geben. Aber das werden wir Mittwoch sehen. Also ich bin sehr gespannt auf Mittwoch. Harald Seil, eine gute Zusammenfassung. Ein klein wenig muss ich aber widersprechen. Unter Pep hatte Bayern eine klare Spielidee mit super Kombinationsfußball. Da hatte ich nie das Gefühl, dass wir ein Spiel verlieren könnten. Und vom Gefühl her sind die Spieler unter Pep auch besser geworden. Das alles ist unter Tuchel nicht zu sehen. Da gebe ich dir vollkommen recht, Harald. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht mit dieser Aussage. Florian würde ja sagen, das war brotlose Kunst, die wir zu sehen bekommen haben, nur auch ohne jegliche Kunst. Über die Meisterschaft brauchen wir uns jetzt echt keine Gedanken mehr zu machen. Der Zug ist, wenn Leverkusen keinen kompletten Gehirnausfall bekommt, abgefahren. Arbeiten unsere Pfeifen gerade absichtlich hart
daran, Tuchel loszuwerden, weil sie unzufrieden sind, oder was bezwecken sie mit so einer Einstellung? Ich denke, auch diese Frage werden wir morgen beantworten. Ja, also wenn die Mannschaft morgen wieder so spielt, dann ist klar, was wie der Wind steht. Ja, wenn sie sich morgen zerreißen, dann denke ich, ist es nicht so, dass man nicht für den Trainer spielt. Also, aber das werden wir morgen sehen. Mir fallen, um ehrlich zu sein, keine anderen Worte mehr ein, die unsere Mannschaft mit ein paar Ausnahmen treffender beschreiben als satt, dumm, lustlos und faul. Es kotzt mich einfach nur noch an, dass wir uns solchen Schmutz ansehen und gefallen lassen müssen. Ich bin wirklich an dem Punkt angekommen, dass ich sage, Leverkusen soll Meister werden, damit unsere Spezies aufgezeigt wird, dass das Spiel mit einer Arschbacke und so einer Einstellung eben nicht mehr langt, um zumindest die ach so langweilige und als selbstverständlich genommene Meisterschaft zu gewinnen. Läuft auf eine Saison der Schande hinaus, zumindest für mich erbärmlich und eines Bayern Münchens mehr als unwürdig. Ja, aber das hatten wir ja schon letzte Saison. Ja, also wir haben letzte Saison, nochmal, dass Dortmund zu Hause gegen Mainz nicht gewinnt. So, ja, sonst wäre die letzte Saison schon titellos gewesen. Und wir haben letzte Saison, haben wir schon den gleichen Drecksfußball gespielt. Ja, zum Glück ist die Saison Leverkusen stark. Sonst würden wir, ja, wahrscheinlich diese Saison auch irgendwie durch Einzelaktionen die Meisterschaft gewinnen. Und es wird sich wieder nichts ändern. So ist es, wie du schreibst, vielleicht mal richtig. Ich meine, es ist eh Wurst, ob wir Meister werden. Wir sind 11 Mal hintereinander Meister geworden. Alles ist gut, Leute. Ich habe nicht das Verlangen, dass wir 20 Mal hintereinander Meister werden. Ne? Ich möchte guten Fußball sehen oder zumindestens. Ich meine, wenn man schon nicht in der Lage ist, guten Fußball zu spielen, warum auch immer, sei mal dahingestellt, dann will ich wenigstens den Einsatz sehen, den Tell gezeigt hat. So, dann ist alles fein, dann komme ich damit klar, so, ja. Wenn man gerade limitiert ist mit all den Superstars, was schon traurig genug wäre, kann man damit leben, wenn der Einsatz stimmt und man das Gefühl hat, yo, die wollen, die können vielleicht nicht so, aber die wollen und geben alles und 110%. Aber genau das Gefühl hat man ja nicht. Man hat ja auch nicht das Gefühl, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht. Das ist ja das große Thema bei uns. X vollkommen verschätzt, was das Ergebnis betrifft. Trainingslager scheinen das Gegenteil von dem, was sie bewegen sollten. Gratulation an Bayern 04 zur Meisterschaft. Wenn sie das noch aus der Hand geben, haben sie es auch nicht verdient. Aber, nochmal, wir sind, 17 Spiele haben wir gespielt. Also da ist noch viel, was gespielt werden muss, ja. Aber wir müssen halt endlich die Kurve kriegen. Wir werden nicht mehr mit demselben Fußball wie in der Hinrunde dieselben Ergebnisse in der Rückrunde erzielen. Ja, die Hinrunde haben Spieler durch Einzelaktionen, Sané, auch mal ein Musiala, gerade auch ein Tell und ein Kane, über die ganzen Probleme, die wir haben, hinweggetäuscht. Ja, zumindest für alle, die sich nicht tiefer mit den Spielen beschäftigt haben. Wenn man die reinen Ergebnisse gesehen hat, war es ja fein. So, aber da waren schon 3/4 der Spiele dasselbe Spiel wie gegen Bremen halt, ne? Aleno Kukic. Sorry, aber der Licht war ja mal wirklich katastrophal. Hoffe, Minja ist bald zurück. Sané muss auf die rechte Seite. Da ist er 100-mal besser, aber grundsätzlich schlechte Mannschaftsleistung. Nordcore, ich bin maßlos enttäuscht von dieser Leistung. Ich bin nur noch sprachlos. Danke, Herr Tuchel, für nichts. Nur Mentalität im Team zu sehen. Warum wird ein Pavlovic außen vor gelassen? Schlechter hätte er es bestimmt nicht gemacht. Für mich ist Vizekusen durch. Bravouröse Leistung, was die Woche für Woche zeigen. Hi, danke für dein Content. Spannend, wie so manches Spiel zur Zeit. Spannender, wie manches Spiel zur Zeit. Danke, Nordcore. Gerhard Berger, was hat der Tuchel wieder gesagt? Es war eine gute Trainingswoche. Er mag diese Art von Training in der Wärme und so weiter. Was die Spieler nicht verstanden haben, ist, dass Bremen kein Trainingspartner ist, sondern eine Bundesligamannschaft, die Punkte braucht. Ja. Ja. Ich denke auch, wenn man gerade so ratlos ist, als Trainer, warum es im Training top ist und im Spiel dann nicht, ja, ist ja logisch. Also im Training hast du keinen Gegner, der sich den Arsch aufreißt, der 110% gibt, der kämpft, der als Mannschaft spielt, sondern spielst du gegen deine eigenen Leute. Da wird darauf geachtet, dass sich keiner verletzt, weil du auch nicht so den breiten Kader hast. Ja, ich glaube nicht, dass wir im Training große Wettkampfschärfe drin haben. Ja? So wie es früher mal war, wenn du überlegst, so Martinez und so weiter. Wie oft hast du da gelesen? Oh ja, wieder brutale Grätsche im Training, Blasels. Ich glaube, das geht uns im Moment ab. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich sehe es nicht. Aber wenn ich dann sehe,
was wir da im Trainingslager gemacht haben. Hier, Hacke, Spritze, bla bla bla, Tic-Tac-Toe, Alter, und auf ein Minitor geschossen, wo eine Pappfigur drin steht. Ja, ist natürlich gut fürs Teambuilding, aber selbst das hat ja nicht gefruchtet. Wir haben ja kein Team gesehen auf dem Platz. Ja. Kein Team. Null. Chris, the championship is pretty much lost. Don't think Tuchel has is in him. I always have in the back of my head that he was fired from 2 clubs. We need a new coach. I'm afraid this is going to be a zero season. Too bad. Ja, kann man so sehen, wir werden es sehen, ne? Wie gesagt, ich war ja lange pro Tuchel, so, ich habe ja auch gesagt, so, lass mal bis zur Hinrunde warten, bis zur Rückrunde dann muss aber was passieren und ja. Wir haben jetzt 2 schlechte Spiele gesehen gegen Hoffenheim und Bremen und für mich ist allein schon die Aufstellung morgen entscheidend. Ja, selbst wenn die Aufstellung dieselbe ist und wir sollten uns echt einen Arsch aufreißen, so wie es nach einer Niederlage öfter mal der Fall ist, und sollten das Spiel gewinnen, meinetwegen auch klar gewinnen, ist der Zug für mich dann trotzdem abgefahren. Weil du wirst wieder diesen Schlendrian, du kriegst den Schlendrian ja nicht raus. Ja, wir sehen es ja. Das Spiel gegen Frankfurt kam aus heiterem Himmel. Spiel gegen Saarbrücken. Auch die anderen Spiele, die wir dann noch knapp gewonnen haben oder noch unentschieden gespielt haben. Also du wirst diesen Schlendrian, diese Sättigkeit, wie es hier auch stand und diese Lustlosigkeit, das wirst du nicht rauskriegen. Ja, es knallt dann immer mal nach so einem Spiel wie gegen Bremen, knallt es jetzt wieder. Ja, da sind die Spieler wieder zu 110% in der Pflicht. Werden sich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr den Arsch aufreißen gegen Union Berlin. Aber dann gewinnen die wieder 2 Spiele und dann ist derselbe Schlendrian wieder drin. Also, ja. What's up? Ich konnte das Spiel nicht sehen, da ich mit den Kids unterwegs war. Bin jetzt bei Minute des Videos und bei dem, was du sagst, bestätigt, dass meine Meinung noch mehr über Tuchel, dass er der falsche Trainer ist und dass wir die Saison Titel holen werden. Ja. Sehr schade, das alles, aber vielleicht muss das sein, damit die alle im Verein endlich aufwachen. Spieler, Trainer, Verein, Vorstand, etc. Aber verdient ist verdient, so wie du es sagst. Glückwunsch, Werder. Ja, also wir haben auch aufgrund unseres Fußballs aktuell nicht wirklich etwas verdient, Alter. Ja, also ich habe eine Handvoll gute Spiele gesehen bisher. Das ist alles. Und das ist für den großen FC Bayern, für diese Gehälter, die da fließen, viel, viel zu wenig, Alter. Sino, danke für deine objektive Meinung und deine Props für mein Werder. Du bist ein Guter. Ja, also völlig gerechtfertigt, ne? Vielen lieben Dank. Kai, servus. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da los? Nur einen Satz geschrieben. Servus Kai, an dieser Stelle möchte ich dich eigentlich einfach nur grüßen und meine Anwesenheit bekunden. Mehr war es im Grunde bei der Mannschaft auf dem Rasen letztlich auch nicht, oder? Dafür war es in Portugal schön, ist doch auch was unterm Strich. Es mag damit zwar absolut nichts zu tun haben, aber mir kommt im Nachhinein der Gedanke, dass ein Trainingslager am Nordpol statt in Portugal vielleicht mehr Hitze im Spiel erzeugt hätte als gesehen, auch wenn man dann weniger erfreute Gesichter sieht, die das tolle Teambuilding dokumentieren. Letztlich war es wie immer nur mit negativem Ausgang. Ich höre schon Tuchel so in etwa, im Training waren die alle supi. Stimmung war gut, Motivation war voll da, ich spüre die Energie auf dem Platz. Eigentlich hatten alle verdient, aufgestellt zu werden und so weiter und so fort. Sülz, blubberla, aber viele heiße Luft, die auf die kalte Realität trifft. Ja, fairerweise hat Tuchel das gesagt, hat aber auch gleich gesagt, dass es ja so nicht weitergehen kann. Ich hatte ein paar Mal aufgrund der 3 Spiele nun so kurz hintereinander kommen. Diese Angst konnte mir der FCB tatsächlich nehmen. Ich bin schon sehr früh 2024 so weit, dass ich mich jetzt einfach überraschen lasse, ohne zu bibbern. Der Ausrutscher zur Uhrzeit erstmal nur dem FCB passieren und man war ja damit erst recht motiviert. Dafür habe ich schon Sorgen, wird das ein toller Endspurt, bei dem man so richtig jeden Sieg feiern kann. Denn gefühlt geht es ja um nichts mehr. Denn wer erwartet noch, zumindest derzeit, dass Bayer oft stolpert und der mannschaftlich motiviert, dominant, nun ohne allzu große Schwächen durchzieht und deutlich weniger stolpert als Bayer. Ja, ich erwarte das auch nicht. Also dafür spielen wir zu schlechten Fußball. Das ist so das Problem. Würden wir guten Fußball spielen und wie gesagt, du hast da mal so ein Spiel wie gegen Frankfurt oder hast auch mal ein Spiel gegen Bremen, was dann auch schon schlimm ist und nicht erklärbar ist eigentlich. Aber dann könnte man das noch irgendwie verargumentieren. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, ist einfach die logische Konsequenz. Ja? Das ist einfach die logische Konsequenz. Nichts anderes. So, und von daher, wir müssen gar nicht auf Leverkusen schauen.
Also nochmal, ich habe es gestern im Stream gesagt, so ein Xabi Alonso ist heiß. Jeder Spieler in Leverkusen ist hungrig, der ganze Verein ist hungrig, endlich mal einen Titel zu holen. Die ganze Bundesliga ist hungrig, dass der FC Bayern mal nicht Meister wird. Und das ist doch gut so. Ja? Also die werden sich nicht in irgendeine Blöße geben. Ja, vielleicht werden die irgendwann mal ein Spiel verlieren, ja, vielleicht werden die auch mal ein Unentschieden spielen. Aber es wird nicht so sein, dass die in irgendeinen negativen Trott dann reinkommen. Also das kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Und wir werden nicht mit denselben Leistungen wie in der Rückrunde dieselben Ergebnisse erzielen. Ja, die Rückrunde wird gnadenlos aufzeigen, wo unsere Probleme sind. Bin ich fest von überzeugt. Es ist traurig, ja, aber am Ende des Tages kann ich dann sagen, ja, habe ich ja recht gehabt. An die ganzen schönen Wetterleute, die sich nur die Ergebnisse anschauen und sagen, ja, Hauptsache wir bringen die Ergebnisse. Eben genau das ist das Problem. Ne? Wenn das der Anspruch wird beim FC Bayern, dass du sagst, Hauptsache wir bringen die Ergebnisse, Hauptsache wir schaukeln ein 1:0 in Köln über 45 Minuten nach Hause, wir schaukeln 0:0 gegen Kopenhagen nach Hause, dann ist das der falsche Fingerzeig. An den ganzen Club, an die Mannschaft, an allen. Ne? Das ist nicht FC Bayern-like. Das ist nicht FC Bayern würdig und dadurch, das sind nur 2 Beispiele, ja, wir können die ganzen einzelnen Spiele, könnte man mal durchgehen in der Hinrunde. Welche davon überzeugend waren und welche nicht. Das ist einfach eine Entwicklung und das ist die logische Konsequenz daraus. Ja, gegen Hoffenheim war es schon grottig. Gegen Hoffenheim haben wir schon Glück gehabt, dass Hoffenheim nicht die Qualität hatte, das umzumünzen. Und dass ein Neuer zweimal sehr gut stand und sehr gut reagiert hat. Ansonsten hätte es da schon geknallt. Ja. Und dann nach diesem Spiel und ein Trainingslager, wo man sich heiß gemacht hat, wo man sich motiviert hat, dann so eine Leistung zu zeigen, ist einfach ein Offenbarungseid. An alles. Für jeden Spieler, für den Trainer, für die komplette Mannschaft. Ja, deswegen ist jetzt Mittwoch das Spiel super wichtig. So, wenn da wieder derselbe Trott ist, dann kannst du zumachen den Laden. Ne? Dann kannst du gucken, dann wie es gestern im Stream einer geschrieben hat, ja, dann kannst du gucken, dass du unter die ersten 4 kommst, dann ist die Meisterschaft abgehakt und dann kannst du gucken, dass du ein paar Jugendspieler entwickelst. Ne? Kannst du ein paar Jugendspieler hochziehen und gucken, ob die was taugen oder ob du nächste Saison halt richtig reingehen musst, finanziell gesehen. Ja, so ein Ding. Mein Dank an Taktik Tuchel und die Herren Trainingsweltmeister. Mein Glückwunsch, nicht sarkastisch, gehen verdientermaßen an Bremen und Leverkusen. Ja, gut, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit zu sagen, Leverkusen ist jetzt durch. Nochmal, wenn du es positiv siehst, wie jetzt eine Reaktion zeigen, Tuchel endlich Konsequenzen zieht und endlich so die Spieler auf die richtigen Positionen stellt oder auch die Spieler auch mal gar nicht aufstellt, dann habe ich noch Hoffnung tatsächlich. Ja? Wenn dann die richtige Reaktion gegen Union kommt, Gladbach, Augsburg und Gladbach, und man dann gegen Leverkusen gewinnen sollte, dann bist du 1 Punkt dahinter, dann ist alles drin, ja. Dann kann natürlich auch wieder, also wir haben ja die Qualität, es ist ja nicht, dass wir nicht die Qualität in dieser Mannschaft haben, dass wir das können, ja? Das steht ja außer Frage. Man muss die Qualität nur wecken und die Spieler richtig einsetzen und eine Taktik finden, die für diese Mannschaft passt. Das hat Tuchel jetzt innerhalb von einem Jahr nicht geschafft, muss man fairerweise sagen. Also vielleicht überdenkt er sich jetzt komplett, kriegt's hin, dreht sich um 180 Grad, dann habe ich noch Hoffnung, ja, weil wir haben die Qualität. Aber klar, dann wird super spannend, weil Leverkusen auch die Qualität hat, diese Saison. Wenn das nicht passiert, wenn das derselbe Trott ist, ja, dann gehen meine Glückwünsche auch am Mittwoch raus nach Leverkusen. Dann ist der Zug für mich persönlich auch abgefahren. Weil dafür ist die komplette Saison viel zu schwach von uns. GB, Teambuilding sieht man ja an Sané, was es gebracht hat. Den muss man mal in den Hintern treten und nicht immer pudern. Ja, ganz genau. Aber dann ist wieder der Standard-Leroy da und dann wieder so, Meh, jetzt bin ich bockig, jetzt bringe ich wieder erstmal 2,5 Monate keine Leistung. Weil der Trainer hat mich angemosert. Wieso mosert der Trainer mich an? So, das ist dann die Konsequenz, wenn du um Sané mal sagst, was Phase ist, Alter. Haben wir die letzten Jahre gesehen. Lotti, ich grüße aus Saarbrügge. Hab mir das Spiel heute angeschaut, habe deshalb ein paar Fragen an dich. Wow. Erstens, glaubst du, abgesehen vom Alter, dass Musiala überbewertet wird? Nein. Hat Bayern derzeit eher die Moral, kein gutes Teamplay oder eher ein Gehaltsproblem? Alles 3. Die Spieler mit wenig tun zu müssen, nur gut verdienen wollen. Ja, alles 3. Ja, das ist aber hausgemacht.
Hat Tuchel nicht das nötige Durchsetzungsvermögen, um das Team zu führen? Anscheinend nein. Das wird sich am Mittwoch entscheiden, denke ich. Tuchel hat bisher einfach nie die Konsequenzen gezogen. Er hat sich immer schön geredet, hat immer an den etablierten Spielern festgehalten, weil sie halt super erfolgreich mit diesem Verein waren und super etabliert sind. Vielleicht ändert er es jetzt, dann hat er das Durchsetzungsvermögen, ansonsten hat er es nicht. Meinst du, eine Aufstellung aus einer B-Mannschaft hätte heute gegen Bremen gewonnen oder zumindest nicht verloren? Ich fühle diesen Begriff B-Mannschaft nicht. Sorry. Da müsste ich auch mal wissen, was du als B-Mannschaft ansiehst. Ich denke, ein Pavlovic, der nicht B ist, sondern er ist einfach ein junger Spieler, der aber, wenn er gespielt hat, super überzeugt hat, hätte heute der Mannschaft auf jeden Fall gut getan. Genauso hätte es mal gut getan, wenn Kimmich als rechter Verteidiger gespielt hätte und ein Leimer fürs Mittelfeld da gewesen wäre. Genauso hätte man, wie man gesehen hat, wie ein Tell sich den Arsch aufgerissen hätte es wahrscheinlich auch mal gut getan, Tell zur Halbzeit zu bringen und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Faktoren. Dass man erstmal mit dieser Mannschaft gestartet ist, wie man es getan hat, abgesehen von Kimmich, also ich hätte Kimmich sich als Rechtsverteidiger, weil wir keinen Rechtsverteidiger aktuell haben, finde ich legitim. Ja, das war eine gute Aufstellung. Guck dir die Aufstellung an. Wir müssen jetzt nicht reden, dass es eine schlechte Aufstellung war. Aber wenn die da nicht performen, so, da muss ich als Trainer reagieren und mir das nicht 70 Minuten anschauen. So, ja. Ganz fiese Frage, aber ich mag deine Ehrlichkeit. Traust du Saarbrücken den Pokal zu oder wann siehst du das Ende der Fahnenstange? Danke, bleib gesund und munter, der Herr. Ich habe keine Ahnung, gegen wen Saarbrücken jetzt überhaupt spielt, ey. Das müsste ich ja erstmal googeln. DFB-Pokal Begegnungen. Saarbrücken gegen Gladbach. Hei. Also ich gönn's euch. Ich hasse Gladbach. Ja, nichts gegen vernünftige Gladbach-Fans. Gladbach ist bei mir ein rotes Tuch. Von daher würde ich es euch gönnen. Ja? Keine Ahnung, ich bin nicht drin im Saarbrücken-Game. Ich weiß gar nicht, wo ihr in der 3. Liga steht und sonst was. Wir haben es oft genug gesehen, dass sowas geht. Ja, das ist eine Mannschaft, die super unterlegen ist. Ich erinnere mich an die Hertha-Amateure, ich erinnere mich immer an die Bayern-Amateure und so weiter und so fort. Dass sowas möglich ist. Pokal ist Pokal. Ja, das ist ja das Schöne. Das ist Fußball und da ist immer in einem Spiel alles möglich. Aber Gladbach hat natürlich gerade auch eine ganz gute Phase oder Entwicklung genommen. Aber Gladbach ist auch immer gut dafür, aktuell in dieser Saison mal so richtig in die Scheiße zu greifen. Also von daher, ich drücke euch die Daumen. Stefan, Bayern ist wie ein Ferrari, der gerade mal auf 100 km/h kommt und der Mechaniker, Trainer bekommt einfach den Motor nicht repariert. Nee, wenn, dann sind wir eher ein Ferrari, der ab und wann mal in den 3. Gang kommt, ansonsten aber nur im 1. Gang fahren kann. So ein Ding. Obwohl ich jetzt nicht weiß, wie schnell ein Ferrari im 1. Gang fahren kann, Alter. Wer weiß. Ist wahrscheinlich schon zu schnell für unsere Leistung. Marc Vormann, ich finde, dass dieses Ergebnis nur die logische Konsequenz dessen ist, was wir eigentlich die ganze Hinrunde kritisiert haben. Marc, ich danke dir. Ich danke dir. Genau so sieht's aus. Wenigstens noch einer, der das so sieht. Jörg, danke für die sehr gute und ehrliche Analyse. Dass das Tor von Werder vom VAR wieder zurückgenommen wurde, verstehe ich auch nicht. Der Schiedsrichter stand direkt neben Musella und hat weiterlaufen lassen. Ja, ist für mich auch ein Unding. Sag ich ganz ehrlich. Ja, also das ist ein Unding. So. Ich habe mich oft genug über Szenen aufgeregt, wenn es beim FC Bayern so war. Und da muss man ehrlicherweise sagen, also ich verstehe das auch nicht. Nochmal, ich meine, klar, das Argument ist da, er wurde dann berührt, er hat den Ball nicht getroffen, der Veteraner, man kann das Foul geben. Oder man muss das Foul geben, wenn man es sieht. So. Aber es geht ein Ball zur Ecke, der keine Ecke ist. Du machst ein Tor direkt nach der Ecke, dann zählt das Tor. Wo ist da der Sinn? Ja? Wo ist da der Sinn? Man sagt jetzt, oh, es ist ein Tor gefallen, oh ja, ich gehe mal 30 Sekunden, eine Minute zurück und guck mal, ob da alles koscher war oder was. Das geht halt nicht. Das geht nicht. Ja? Seit wann greift der VAR ein, wenn Schiri ein Foul nicht als ein Foul sieht? Seit wann? Der greift dann ein, wenn es gelbwürdig ist oder wenn es um Platzverweis geht und rotwürdig ist. Dann greift ein VAR ein, weil wir dann wieder von einer klaren Fehlentscheidung reden. Ich habe noch nie gesehen, dass ein VAR eingreift, weil ein Schiedsrichter mal keinen Foul gegeben hat.
So, da müssten wir ja schauen, müssten wir jeden Freistoß überprüfen und auch jedes Foul, was kein Foul ist, um 16 herum, weil daraus könnte eine Torchance entstehen, daraus könnte ein Tor entstehen. Tun wir nicht. Ja, also da wird komplett mit zweierlei Maß gemessen, was diese Fahrgeschichte angeht. Das ist absoluter Schmutz. Ja, nochmal, wenn wir nach einer Ecke ein Tor erzielen und nicht überprüfen, ob die Ecke, die zu diesem Tor geführt hat, berechtigt war, da können wir nicht anfangen und sagen, wir gehen mal 20 Sekunden zurück, da ist irgendwie ein Foul passiert, da gab es einen Körperkontakt, wir gucken mal, ob der Schiedsrichter das richtig gesehen hat. Das geht nicht. Das ist ein Unding. Ja? Da müssen klare Strukturen her, Alter. Und nicht so eine Scheiße, dass man das auslegen kann, wie es einem da gerade mal passt. Ivan, ist Pavlovic verletzt oder warum nicht in der Startelf? Weil King Joshua da immer spielt. Katakuri, also wie du sagst, mit Oflovic und Leimer im zentralen, also Pavlovic meinst du, und Leimer im zentralen Mittelfeld sowie Kimmich auf rechts, Sané rechts außen und Tell links außen stehen wir, denke ich, stärker. Das denke ich auch. Ja. Aber selbst ein Coman ist über links viel, viel stärker als über rechts. War er schon immer. Daniel, die Saisonziele scheinen Gefahr zu sein. Ergo? Naja, mal abwarten. Noch nicht, ne? Aber also für den Tuchel wird's dünn, sag ich euch, wie es ist. Also bis zum Spiel gegen Leverkusen, denke ich, obwohl es kommt drauf an, was die kommenden Spiele bringen, Alter. Man kann es schwer vorhersagen. Aber ich denke, dass keiner der Verantwortlichen bisher zufrieden ist mit dem Tuchel. Weil diese Art Fußball, den wir spielen, der ist grottig, der ist super grottig anzusehen. Ja. Und das ist eigentlich nicht Bayern-like. Ich erinnere nur an Kovac. Der Fußball war auch nicht geil, war aber immer noch besser wie das, was wir jetzt sehen. Also keine Ahnung. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Da muss man halt ehrlich sein. Man muss sich da einfach mal mit dem Trainer zusammensetzen und da muss man ehrlich zueinander sein. Ja. Manchmal ist es halt so, dass ein Trainer nicht passt zu dem Verein. Mein Gott. Also Otto Rehhagel war ein Bombentrainer, hat bei uns ja gar nicht gepasst. Carlo Ancelotti der jüngeren Vergangenheit. Top-Trainer, sieht man bei Real Madrid, hat bei uns gar nicht gepasst. Ja, das heißt ja nicht, dass Tuchel ein schlechter Trainer ist, das heißt einfach, dass es irgendwo anscheinend nicht passt. Und das jetzt auf Biegen und Brechen durchzuziehen, weil man sich dann nicht wieder der Diskussion hingeben möchte, von wegen untrainierbare Mannschaft und Nagelsmann Entlassung war falsch und bla und Sülz, weiß ich nicht, ob es das wert ist. Aber das werden wir die nächsten Wochen sehen, denke ich. Glasdrohne, es sollten sämtliche Spiele in Zukunft auf dem Trainingsplatz gespielt werden, denn dort sind wohl alle Spieler laut Tuchel super. Wann endlich erkennt auch Tuchel, dass Davies unter seinen Möglichkeiten spielt? Mehr wie Durchschnitt kommt da nicht. Leimer ist ein MV-Spieler und kein Verteidiger. Kimmich ist keine 6 und sollte endlich RV spielen oder eben den Verein verlassen. Das Mittelfeld seit Wochen eine Katastrophe und spielt nur gut, wenn Kimmich ausfällt und Tuchel dadurch gezwungen ist, mal andere Spieler wie Pavlovic aufzustellen. Coman auch seit Wochen Mittelmaß. Entweder ist Tuchel blind oder es stellt doch der Vorstand die Mannschaft auf. Tuchel dürfte die Luft langsam dünn werden. Seine Presseerklärungen werden auch immer dünner und dürftiger und immer mehr zur Luft blasen. Ja, kann man so sehen, außer hier, dass der Vorstand die Mannschaft auf... Nee, das ist Tullux. Wenn dem so wäre, glaube ich, wäre ein Pavlovic gesetzt. Sag ich euch, wie es ist. Also wenn der Vorstand oder Freund da irgendwas zu sagen hätte, was die Aufstellung anbelangt, denke ich, wäre ein Pavlovic eher gesetzt, als wie es ein Kimmich ist. Nur meine Meinung. Ja. Ja, zu dem Rest. Ja, wie gesagt, guckt euch gerne den Stream von gestern an. Könnt ihr euch da reinziehen hier. Da haben wir das alles durchgesprochen. Und ja, ein Coman spielt für mich halt einfach auf der verkehrten Seite. Coman hat keinerlei Zutrauen, auf der rechten Seite mal an einem Spieler vorbeizugehen. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Kann er nicht. Auf links sieht das ganz anders aus. Ja, also es ist ein Graues. Sir V-Tropic, grämt euch nicht, sowas passiert eben leider. LG aus dem Krefelder Eishockey. Verfolge deinen Kanal nach wie vor sehr gerne, du machst das echt toll. Ach, das geht ja nicht darum, dass wir uns grämen und dass sowas mal nicht passieren kann. Darum geht's ja gar nicht. Aber vielen lieben Dank für deine Worte. Gerald Berger, es tut mir nur wirklich leid für die Spieler wie Tell und noch andere, die man aussortiert hat und für einen Kane, der wieder ein Jahr ohne Titel sammelt. Ja. Harry Kane hat den Fluch mitgebracht aus Tottenham. Läuft. Die Leistung in diesem Spiel ist eine Leistung wie so viele andere diese Saison. Der einzige Unterschied ist das Ergebnis. Ja, ganz genau. Henne. Woo!
Super, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, dass einige das mittlerweile genauso kommunizieren. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass hier gerade so diese ganzen schönen Wetter-Jungs nicht da sind. Aber vielleicht kommen die noch. Wir haben ja noch ein paar Kommentare vor uns. Alpha, Sané hat gezickt, weil er linken Schienenspieler spielen sollte und das ist nicht gut. Aber das ist, was mich auch an Tuchel am meisten stört. Sané ist 1000-mal besser über rechts und er spielt mittlerweile immer links. Aber wieso hatte er seine starke Phase 10 Spiele lang über rechts? Seitdem er links ist, läuft es nicht mehr. Wie lange braucht man denn, um das zu verstehen? Und dann sagt Tuchel sogar noch, Sané ist auf links besser. Ist der besessen oder was? Keine Ahnung, was da mit der Sané-Schiene los ist. Das war ja unter Nagelsmann ähnlich. Aber unter Nagelsmann hatte Sané seine beste Phase auf der halblinken Position, wo Tuchel ihn halt sieht. Ob Sané jetzt links oder rechts spielen wird, ich weiß es nicht. Ich blick da nicht mehr durch. Ja, aber wenn dem so ist, dass er doch super gerne rechts spielt, warum dann diese Reaktion, die er gezeigt hat auf dem Feld? Habe ich nicht verstanden dann. Also, I don't know. Und dass ein Coman besser über links ist, steht außer Frage. Ja, also, bitte euch, hat er jahrelang gespielt und jahrelang die Hütten vorbereitet. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sinn nicht. Ich verstehe auch nicht den Sinn dahinter, dass wir sagen, wir verweigern das Flankenspiel. Was wir ja tun. Wir verweigern das komplette Flankenspiel. Ich weiß nicht warum. Katekamatsu, die letzten 25, 30 Minuten waren die besten von uns. Da haben wir einige Chancen gehabt, aber leider kein Tor gemacht. Wir waren am Ende besser, weil Davis, Kimmich, Guerrero nicht mehr im Spiel waren, Sané auf rechts und nicht mehr auf links gespielt hat, Sané die Ecken gemacht hat. Seine Ecken waren viel gefährlicher. Wir endlich mal öfter geflankt haben, auch wenn es aus Verzweiflung war. Ted und Müller gespielt haben, gerade Müller hat es sich nach den letzten paar Spielen wieder verdient, anstatt Coman zu spielen. Fairerweise muss man sagen, dass Müller grottig war. Müller kam gar nicht klar in diesem Spiel, er hat jeden Ball verstolpert. Also, das hat mit Sicherheit nicht am Müller gelegen, dass es dann ein bisschen besser war. Wir haben all diese Dinge gemacht und hatten am Ende eine starke Phase, wo wir Druck gemacht haben und viele Chancen hatten. Jetzt mal die Frage, warum so spät? Tuchel weiß doch genau, wie er uns aufstellen muss. Das hat er aber nur für die letzten 25, 30 Minuten gemacht. Ich habe langsam das Gefühl, dass Tuchel uns sabotiert. Vor allem, weil er nie coacht und motiviert. Er sitzt 90 Minuten an auf der Bank oder steht in der Coachingzone und schmollt rum. Und jetzt das Beste. Stell dir vor, du machst ein Trainingscamp mitten in der Saison. Winterpause war ja schon vorbei. Da wir das Hoffenheim-Spiel ja schon hatten. Der Schwerpunkt des Trainingscamps ist Standards, aber kein Standardkönig Don Kimmich ist nicht dabei. Dann beim nächsten Spiel darf er wieder alle Ecken machen und die sind genauso schlecht wie immer. Was ist das für eine Planung? Arbeiten da nur Esel im Verein? Es ging nicht darum, dass das Trainingslager für Standardsituationen da ist. Es ging darum, dass das Trainingslager für taktische Sachen da ist. Na, mit dem Argument, dass man da einfach mal das Spiel unterbrechen kann, mal 5 Minuten ein bisschen was erklären kann, die Spieler in der Zeit nicht auskühlen und krank werden. Das war das Argument. Klar kann man dann natürlich auch noch ein paar Standardsituationen trainieren. Aber ja, ich weiß nicht, ob wir die trainiert haben. Wenn wir die trainiert haben, dann Note 6. Ben 10, schön zu sehen, dass die Chance besteht, dass mal eine andere Mannschaft die Schale gewinnt. Ja, aber die Chance besteht ja von Spiel 1 an, Alter. Eine Saison ohne Titel tut uns vielleicht mal ganz gut und dann ab 1.7. mit Xabi Alonso auf der Trainerbank zu neuen Zielen. Saison ohne Titel tut uns mal gut, ja, gehe ich mit. Ändert aber nichts daran, dass wenn du die satten Spieler weiter behältst. Das ist ja das Problem. Es geht nicht darum, ob du den Titel gewinnst oder keinen Titel gewinnst. Es geht einfach darum, dass die Spieler satt sind. Ne? Und ob Xabi Alonso der Heilsbringer ist, nee. Nee. Also ich denke, wir können ja jetzt nicht anfangen, Nagelsmann und Tuchel als schlechte Trainer abzustempeln und zu sagen, die haben keinerlei Ahnung von Fußball. Wir können noch weitere Trainer durchgehen die letzten Jahre beim FC Bayern. Ne? Das Problem ist im Kader. So. Und solange das nicht gelöst wird, bringt auch ein Xabi Alonso nichts. Ja, wahrscheinlich wäre der Fußball ein bisschen attraktiver unter Xabi Alonso, wir würden ein bisschen anderen Fußball spielen. Aber es würde nichts daran ändern, dass wir immer so Totalausfälle wie gegen Frankfurt haben. Oder diese Null-Bock-Geschichten wie jetzt auch. Ja? Da wird auch ein Xabi Alonso nichts dran ändern. Du musst den Kader auffrischen. Und du musst junge Spieler dann in die Konkurrenz stellen.
Wenn sie es schaffen und gut performen, wie ein Pavlovic oder ein Tell, dann müssen sie halt auch mal spielen. So, und da müssen sich die Etablierten halt auch mal dann wieder beweisen. Ja, ja, meistens ist ja so, die Spieler dürfen dann mal 30 Minuten spielen, selbst wenn sie dann stark spielen. Dieses Spiel spielt wieder der Etablierte, weil er der Etablierte ist. Ja, das ist ja das Traurige. Also guckt euch die Leistung von Pavlovic an. Wenn er gespielt hat, war er besser als ein Kimmich in der ganzen Saison auf dieser Position. Und dann hätte man halt mal sagen müssen, ja, da spielt der Pavlovic jetzt. Fertig. Ja, da muss ein Kimmich sich erstmal zeigen. Soll er als Rechtsverteidiger auflaufen. Alles gut. Dasselbe mit dem Tell. Ja, ein Coman spielt unterirdisch. Unterirdisch auf der rechten Seite. Aber nein, das geht ja nicht, weil da müsste ich einen Sané von links nach rechts stellen, weil ein Tell über links kommt. Wild, oder? Aber nochmal der Hinweis, guckt euch gerne den Stream an. Im Trainingslager lief doch alles super. Nur muss es noch auf den Platz gebracht werden. Mir tun die Augen weh. Die Ecken grausam, keine Torschancen rausgespielt. Außer die 2, 3 gefühlten Torschancen. Coman Totalausfall, keine Flanken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch aufzählen soll. Behäbiges, statisches Spiel, unglaublich. Wie gesagt, mir tun die Augen weh. Aber mal so richtig. Ja, gehe ich mit, Michael. Uwe. Noch ist die Meisterschaft nicht entschieden. Wenn ich aber sehe, wie Vizekusen derzeit enge Spiele gewinnt, denke ich, die erste Meisterschaft wäre nicht unverdient. Es ist aber noch ein weiter Weg und für Bayern noch alles drin. Viele Ausrutscher wie heute sollte man sich aber nicht mehr leisten. So doof wie Dortmund sind nicht alle. Nee. Ich hab's jetzt schon mehrfach gesagt. Wir müssen jetzt endlich die Kurve kriegen. Sonst ist nichts mehr drin in der Meisterschaft. Ja. Wenn wir dieselben Stiefel durchspielen wie die Hinrunde, werden wir kein deutscher Meister und das auch zu Recht nicht. Super stark trainiert, genau, GB. Heiner, wie immer eine sehr gute Analyse. Angeblich wurde im Kurztrainingslager Standards trainiert. Ecken waren offensichtlich nicht dabei. Hier muss Thomas Tuchel meiner Meinung nach spätestens nach der zweiten kurzen Ecke, die in der Mittellinie geendet hat, eingreifen. Yes. Schon nach der ersten Ecke musst du ausflippen und der Mannschaft einen Einlauf geben, die sie nie wieder vergessen wird, Alter. Du kannst doch nicht im eigenen Stadion als FC Bayern München gegen Werder Bremen eine Ecke bis zur Mittellinie spielen. Und das machen wir dann zum Hohn aller die ersten 4 Ecken. Oh nein, wir dürfen den Ball nicht reinflanken. Es könnte ja sein, dass ein Veteraner den Ball rausköpft und wir in eine Kontersituation laufen. Ja, Alter, was ist denn los? Dann schafft die Ecke ab, oder was? Lächerlich, Alter. Eingreifen und eine klare Korrektur vornehmen. Wahrscheinlich kommt die Vorgabe wohl von ihm, die Ecken so zu gestalten. Ja, na klar kommt die Vorgabe entweder vom Standardtrainer oder vom Tuchel. Die Mannschaft sagt doch nicht freiwillig, ach guck mal, unsere Innenverteidiger, alle sind aufgelaufen, alle stehen vorne im 16er. Nee, ich schlag den Ball nicht rein. Ich spiele den mal bis zur Mittellinie zurück. Ja, und dann können die Innenverteidiger wieder zurücklaufen. Dann laufen die 3, 4 Mal im Spiel umsonst hin und her. Das ist klar, das machen wir so. Videographics, klasse Videoqualität heute, total flüssig und sehr scharf. Hab das mal vor ein paar Wochen angesprochen mit dem leichten Ruckeln. Was wurde geändert? Es wurde gar nichts geändert. Es ist wie immer. Videographics. Vielleicht liegt das daran, dass YouTube manchmal noch ein bisschen braucht, bis die 2K... Ich weiß nicht, wann du es geguckt hast. So. Ja, ich veröffentliche das Video, wenn es 1080p gerendert ist auf YouTube. Und dann dauert es halt noch immer ein bisschen, bis die 2K-Version gerendert ist. Vielleicht liegt das daran. Aber wenn ich warten würde, bis die 2K-Version gerendert ist, würde es halt 3, 4 Stunden dauern. Deswegen veröffentliche ich das Video schon immer, wenn die 1080p-Version gerendert ist auf YouTube. Legion Ratisbona. Was mit Bayern seit Tuchel abgeht, ist eine Katastrophe. Man sieht immer noch keinen Weg, keine Strategie, kein Ziel. Es wird im Sommer ohne Titel enden und nächste Saison ohne Tuchel beginnen. Könnte passieren. Ne? Schon. Ich sehe das leider genauso wie du und muss sagen, dass ich das sogar noch pessimistisch gesehen habe, wie du nach der fast komplett verkackten Saison im vergangenen Jahr. Da habe ich mich schon gefragt, was ist der Tuchel-Fußball eigentlich und kam leider zu keinem Ergebnis. Und auch wie wir in die Saison gestartet sind, für mich ist der Zug des Trainers schon lange abgefahren und ich frage mich nur noch, wie lange es noch für ihn weitergeht. Da bleibt mir nur die Frage am Ende, was glaubst du, wer der richtige Nachfolger? Sollte es soweit kommen? Was sind deine Gedanken zu Kandidaten wie Alonso und Zidane? Oder wer noch könnte das Team wieder zu alter Stärke bringen? Das ist eine schwierige Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Also, dass ein Zidane ein guter Trainer ist, hat er bewiesen. Ja, sind wir wieder beim Thema deutsche Sprache und so.
weiß ich nicht. Ist für mich jetzt eigentlich nicht so das Thema, weil jeder sollte Englisch beherrschen bei uns in der Mannschaft. Wichtig ist, dass du dann, ich weiß erstmal nicht, ob sie dann Trainer ist, der Jugendspieler gerne einbaut. Habe ich nicht auf dem Schirm, kann ich gerade nicht beantworten. Wichtig wäre, wenn es wirklich soweit kommen sollte, wir brauchen dann einen Trainer, der die Strategie des Vereins mitträgt. Die Strategie wurde vor ein paar Monaten formuliert, die wir haben, und die muss der Trainer, den wir dann verpflichten, mittragen. Und dann, das Allerwichtigste, muss man diesem Trainer dann aber auch zu 1000% den Rücken stärken. Und das von Tag 1 an. Wenn der Trainer, der dann kommt, entscheidet, ich brauche einen Joshua Kimmich nicht mehr in dieser Mannschaft. Oder ich brauche einen Leroy Sané nicht. Oder ich brauche einen Serge nicht. Oder ich brauche einen Leon nicht. Wen auch immer. Dann muss das akzeptiert werden. Und es muss geändert werden. Ja? Das ist ja auch gerade das Problem, warum Tuchel in dieser Situation ist, wo er ist. Dass er das halt genauso wie Julian Nagelsmann nicht bekommt. Beim Nagelsmann war es noch schlimmer, aber jetzt beim Tuchel, man sieht's ja. Ja, man eiert rum, man versucht dann irgendwie was auszuleihen, um Tuchel doch einen Transferwunsch zu erfüllen. Wenn wir davon überzeugt wären, Mukiele, wenn wir als Verein davon überzeugt wären, dann würden wir auch die 20, 25 Millionen zahlen an Paris. Wo ist denn das Problem? Ja. Ist man ja anscheinend nicht. So, deswegen versucht man ja, dem Trainer was gerecht zu machen und zu gucken, ja, ich leihe den aus für ein halbes Jahr mit Kaufoption und kann ihn nach ein halbes Jahr wieder abgeben. Eric Dyer, dasselbe. Dasselbe, der nächste Cupskopf aus der Premier League, Alter. Dass wir auch fast nur noch nach England schauen und nur nach Paris, wo Tuchel sich auskennt, ist halt auch zum Kotzen. Ja? Es ist zum Kotzen, Alter. So. Ja, wer dann Kandidat ist, wie gesagt, jeder Trainer, der Eier hat und jeder Trainer, der Visionen hat. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Keine Ahnung. Aber es bringt nichts, wenn du jetzt einen Alonso holst und da wieder die gleichen Diskussionen kommen. Ja. So, wenn die gleichen Spieler da sind wie Kimmich, Goretzka, die keinen Bock haben, die keine Verantwortung übernehmen, von Gnabry fange ich gar nicht erst an, ein Sané weiterhin die Diva gibt, weiterhin jedes Mal Diskussionen sind, ob Müller spielt oder nicht und so weiter, dann hat der Trainer dieselben Baustellen und dieselbe Scheiße. Ne? So, das ist doch das Riesenproblem, was wir haben. So, und man hat einen Tuchel verpflichtet, man weiß, für welchen Fußball ein Tuchel steht. So, das ist ja schon so das erste Ding. Man hat einen Tuchel verpflichtet, weil man gehofft hat, endlich kommt ein Trainer, der wieder durchgreift. Ne, der diese Mannschaft auf Kurs bringt, der nach Leistung geht, der Zick und Zack macht. Genau das hat ein Tuchel nicht gemacht. Tuchel hat von Tag 1 an die ganzen Stars, die ganzen hochverdienten Spieler für diesen Verein, aber sowas von in den Vordergrund gestellt und gepudert. Ja, und dass die halt einfach satt sind und keinen Bock mehr haben, dann siehst du halt die Konsequenzen daraus, die wir jetzt haben. Es ist super schwer zu sagen, welcher Trainer passt. Ja, du musst einen Trainer holen, hinter dem der Verein dann steht. Und hinter dem der Verein dann auch steht und sagt, wir machen den Umbruch und wir holen dann halt vielleicht auch mal ein Jahr keinen Titel. Ist natürlich super schade, weil das Champions League-Finale nächstes Jahr in München ist. Ich denke, das ist auch so das große Problem, warum man noch so festhält. Ja. Aber ja, die nächsten Wochen bis zum Spiel gegen Leverkusen werden zeigen, wohin die Reise geht. Ja. Punkt. Samuel, ich weiß es nicht, aber irgendetwas stimmt mit dieser Mannschaft nicht. Nach jedem Trainingslager bei Tuchel baut die Mannschaft ab. Hat Tuchel irgendeinen Spieler besser gemacht? Spielt die Mannschaft besser als das erste Spiel unter Tuchel? Hat er nicht Spieler wie Müller und Kimmich zerstört? Nein, Kimmich war schon letzte Saison scheiße. Den hat er nicht zerstört. Hat Tuchel einen Spieler besser gemacht? Ja, Leroy Sané. Das war's. Alle anderen sind eher schlechter geworden. Ich überlege gerade, ob es einen gibt, der dasselbe Niveau hat. Ja, vielleicht so ein Tell hat er vielleicht besser gemacht. I don't know. Nee, das ist ja das große Problem. Also die Spieler, die da sind, die spielen nicht auf 100% ihres Leistungsvermögens.
The Rucker, man hat im Sommer einfach komplett versagt. Bis auf Kane ist der Kader einfach schlechter geworden. Einige Spieler müssen verkauft werden, die brauchen dringend eine Luftveränderung. Dazu kommt, dass es kaum bis gar keinen Konkurrenzkampf im Kader gibt. Die Spieler sind sich zu sicher und bringen einfach keine 100%. Ja. Ich war eine lange Zeit ein Fan von Koman, aber ich sehe bei ihm absolut keine Verbesserung. Von Kimmich, dem besten Sechser der Welt, fange ich erst gar nicht an. Die Saison ist eigentlich nur noch ein wenig zu retten, wenn jetzt ein Stamm-RV geholt wird. Leimer ist einfach als RV verschenkt und Mazraoui ist es absolut nicht. Nee, selbst dann rettest du die Saison nicht. Dass die Transfer-Taskforce versagt hat, man sich nur auf Harry Kane fokussiert hat, denke ich, sind wir uns alle einig. Hast du vollkommen recht. Kein Konkurrenzkampf im Kader, ist eine Trainergeschichte, ja, der einfach nicht die Eier hat zu sagen, hier Pavlovic setzen Kimmich unter Druck und darf spielen. Dasselbe mit dem Tell. Ich war auch lange Zeit, was heißt lange Zeit, ich bin immer noch Fan von Koman, ja. Ich finde, er ist ein grandioser Spieler. Er spielt aber einfach auf der verkehrten Seite. Er spielt auf der verkehrten Seite und soll seine Stärken ablegen, soll eher mehr torgefährlich sein als wie der Vorbereiter, was seine große Stärke ist. Und da wundert man sich, dass so ein Spieler schlechter ist als wie sonst die Jahre. Und da muss man sich nicht wundern. Ne? Und so können wir die Liste durchgehen. Das Ding ist, wenn du jetzt einen stammrechten Verteidiger holst, wo ich bei dir bin, ja, guck dir erstmal an, wer da im Gespräch ist. Das ist schon wieder wild. Zweitens wird ein Leimer dann trotzdem nicht im zentralen Mittelfeld spielen. Ja, es sei denn, Tuchel legt jetzt den Schalter um. Und es geht nach Leistung. Ja, dann wird er da spielen, aber ansonsten wird er da nicht spielen. Sonst wird dann Kimmich auf der 6 thronen und davor, ja, wahrscheinlich Mangurero, Mangoretzka, vielleicht auch mal ein Leimer, aber es wird nicht so sein, dass man jetzt sagt, oh, Leimer ist aber so stark, der ist jetzt unser Mann hier im zentralen Mittelfeld. Also, das wird ja nicht passieren unter Tuchel. Also bisher nicht. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, der Mittwoch ist für mich entscheidend jetzt, in welche Richtung es geht. Mele war live im Stadion dabei und man hat wirklich gesehen, dass die Mannschaft Arbeitsverweigerung betrieben hat. Schon sehr enttäuschend, wenn man aus Stuttgart anreist und dann so eine Leistung geboten bekommt, wenn man eigentlich von einem 3-0, 4-0 ausgeht auf der Hinfahrt. Bezeichnend für den mutlosen Spielaufbau und die fehlende Kreativität im Aufbauspiel zur Zeit. Guerrero wie unsichtbar auf dem Spielfeld. Verstehe die Aufstellung von Tuchel nicht, warum Pavlovic und Leimer nicht die Chance geben auf der 6 und 8, wenn die Mannschaft mit Kimmich doch sichtbar schlechter spielt als ohne ihn. Glück auf. Mele 100% richtig. Wie gesagt, ich denke, Kimmich ist aktuell, wenn wir keinen Rechtsverteidiger haben, der Beste, den du da hinstellen kannst. Ja? Und fertig. So. Und ja, für mich gehörten Pavlovic und Leimer, wäre für mich das perfekte Duo. In Position, Alter. Steht für mich auch außer Frage. Und ein Guerrero, warum nicht als Linksverteidiger bringen? Davis ist grottig seit Wochen. Ja, gegen Hoffenheim hat er mal ein gutes Spiel gehabt. Aber du musst jetzt einfach am Mittwoch gegen Union muss sich einfach was ändern. Kaspar, bin mir nicht sicher, wie das Verhältnis Mannschaft und Trainer ist. Der Tuchel scheint für mich aus der Ferne Bremen gegen die Mannschaft zu arbeiten. Aus der Ferne, gegen die Mannschaft zu arbeiten. Es gibt keine wirklich positive Symbiose zwischen Trainer und Mannschaft. Der Thomas muss an seinem Image arbeiten. Ja, gibt es auch nicht. Nö. Und ich glaube, auch mit ist das ein Grund, warum Tuchel sich so verhalten hat, seitdem er bei uns ist, wie er es tut. Warum er die Stars alle versucht zu pudern, so alle Hansi Flick, aber das kann er halt einfach nicht. Deswegen war es jetzt mal super interessant, dass ein Kimmich ausgewechselt wurde und dass auch klare Worte nach dem Spiel gefunden wurden. Jetzt müssen wir abwarten, ich meine, Picard ist ja wahrscheinlich heute schon irgendwann und dann müssen wir abwarten, wie die Aufstellung sein wird am Mittwoch. Ja, ob dann endlich Konsequenzen folgen. Wenn man jetzt wieder die gleichen Jungs da aufstellt, dann ist für mich der Zug abgefahren. Auch wenn wir das Spiel dann gut bestreiten und gewinnen werden, weil alle Spieler mal in der Pflicht sind. Aber dann wirst du diesen Larifari nach 2, 3 Spielen wieder einfangen. Ne? Deswegen ist es jetzt die Zeit, was umzuwerfen. Und da bin ich sehr gespannt, ob Tuchel das tut oder nicht. Klick-Klack, nach 10 Meistertiteln in Folge ist irgendwann die Luft raus. Vor allem, wenn man wie letztes Mal nach einer schlechten Saison am Ende den Titel doch noch geschenkt bekommt. Und auch diese Saison stehen sie in der Tabelle besser da als eigentlich verdient. Da muss jetzt ein richtiger Cut her. Die halbe Mannschaft kann weg, dann junge, hungrige Spieler holen und bitte einen Trainer holen mit einer Spielidee.
Ja, hast du sehr gut zusammengefasst. Gerald Berger, ich hatte gestern schon dieses Kribbeln im Bauch. Wie immer für ein Sonntagsspiel. Als Leverkusen den Ausgleich machte in der 90. und danach die deutschen Handballer nur unentschieden spielten, dachte ich schon, es kann nur noch schlimmer werden. Ja, Gerard, so ist das manchmal, ne? Maggi, mich bestätigt es immer mehr in meiner Annahme, dass diese Mannschaft weder Weltklasse ist, noch du mit dem vorhandenen Spielermaterial weiter so machen kannst wie die letzten Monate und Jahre. Das ist einfach zu schlecht. Ja. Ich kann auch dieses Getue von Tuchel und den Spielern nicht mehr hören, dass sie im Training hervorragend sind. Die können da noch so viele Fallrückzieher-Tore machen. Ändert nichts daran, dass die Spieler einen emotional überhaupt nicht mehr mitnehmen. Und man sich mit vielen Spielern auch gar nicht richtig identifizieren kann. Ja. Die Saison überlebt Tuchel wahrscheinlich nicht, weil keine Titel und leider wird es wie mit Ancelotti als Missverständnis in die Geschichte eingehen. Kann passieren. Man hat ja schon den zukünftigen Bayern-Trainer in der Bundesliga, der mit Leverkusen wahrscheinlich Meister wird, und dann liegt meine Hoffnung darin, dass wir endlich wieder mehr zurückkommen und dominanten Fußball wie unter Pep Guardiola, wo jeder Spieler jede Position spielen kann und es ein klares Konzept gibt. Xabi Alonso-Thema, sage ich nichts mehr zu. Haben wir ausgiebig beantwortet, denke ich. Stefan, ansonsten, ja, stimme ich dir natürlich zu, ne? Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ob Tuchel die Saison überleben wird, entscheidet sich für mich am Mittwoch. Ich denke, am Mittwoch werden wir einige Fragen beantworten können. Erstens, spielt die Mannschaft für den Trainer? Eine der wichtigsten Fragen. Und zweitens, ändert Tuchel letztendlich was? Sollten beide Fragen mit Nein beantwortet werden, ist das Thema durch. Stefan, was mir langsam auffällt, ist, dass diese Aussetzer sich die Saison gerne häufen. Wenn Tuchel viel Zeit hat, die Mannschaft vorzubereiten. Die Nichtleistung gegen Leipzig im Supercup direkt nach der Saison vorbereitet. Das Frankfurt-Spiel nach 2 Wochen Arbeit mit der Mannschaft, weil ja das Unionsspiel ausgefallen ist. Und Bremen jetzt nach einem Trainingslager. Ja, kurz, wie Weltklasse ist ein Trainer, der es nicht schafft, eine Mannschaft auf den Punkt zur Leistung zu bringen. Ich würde wetten, gegen Union wird zwar nicht gut, aber ein Sieg. Ist ja wieder der gewohnte Rhythmus ohne richtiges Training. Ansonsten bin ich deiner Meinung, bis auf die Kimmich-Sache. Ich würde mir wünschen, dass Tuchel mal auf die Sache mit den nicht vorhandenen Flanken angesprochen wird. Mich würde wirklich interessieren, was er dazu sagt. Das ist wirklich auffällig unter ihm. Und auch, wenn er vorne auf selbstverliebte Egoisten setzt, zumindest ein Coman hat schon bewiesen, dass er das prinzipiell zumindest ab und zu macht. Und der Tuchel nicht mehr. Das muss ja einen Grund haben. Als ich gestern Leipzig-Leverkusen gesehen habe, habe ich gemerkt, wie gern ich mal wieder Kombinationsspiel sehen würde, ohne mir Spiele von anderen Mannschaften anschauen zu müssen. Das ist auch so ein Thema, das vermisse ich ebenfalls gänzlich. Ja, wir haben keine Spielidee. Wir haben keine Spielidee. Und Flanken sind bei uns verboten. Das ist nicht angesagt bei uns. Ich meine, was soll das besser zeigen, als dass wir gegen Werder Bremen die ersten 4 Ecken bis zur Mittellinie zurückspielen? Da sieht man doch schon, dass Flanken verboten sind. Ne? Und dass ein Coman sich so super schwer tut über rechts. Ja. Was soll er denn an dem Außenspieler vorbeigehen, wenn er da nicht flanken darf? You know? So, vielleicht ist das einfach auch mal eine Erklärung, warum Coman das macht, was ein Coman gerade macht. Über links brauchen wir ja gar nicht reden. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Flanke vom Leroy Sané gesehen habe. Ich glaube noch gar nicht in dieser Saison. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Flanken sind unter Tuchel nicht erlaubt. Unser ganzes Spiel ist darauf ausgelegt, durch die Mitte zu gehen. Komplett. Und das seit Anbeginn dieser Zeit. Ja, wir versuchen gar nichts anderes. Und das, obwohl wir mit dem Harry Kane, oder auch wenn Leon auf dem Feld ist, der in den 16er rückt, oder auch gerade bei Ecken, unsere Innenverteidiger sind beide kopfballstark. Ist egal. Flanken sind verboten. Ich glaube, Tuchel hat auch nur gewechselt, weil das Tor gefallen ist. Ja, na klar. Sonst hätte er so weitergespielt und dann wäre es halt vielleicht in der 90. Minute gefallen. Ja, na klar. Ja. Hätte er auch getan. 100 Pro. Das ist das Traurige. Patrick, Tuchel wird bald Geschichte sein. Die Spieler sägen den nächsten Trainer ab. Aber Hauptsache die Millionen auf dem Konto stimmen. Naja, ich glaube, Tuchel sägt sich aber auch gerade oder die ganze Saison über schon hart selber am Stuhl. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also das wäre jetzt nicht so eine Geschichte, wie es beim Kovac war oder beim Nagelsmann, wo man sagt, so die Mannschaft sägt den Trainer ab. Also Tuchel sägt schon ordentlich mit an einem Stuhlbein, Alter. Gerhard Berger, wenn wir dieses Jahr keinen Titel holen, dann hat ein Tuchel für mich total versagt beim FC Bayern. Denn der Titel der letzten Saison geht auch nicht auf Verdiensten von Tuchel. Nee,
Der wurde nur gewonnen, weil es Dortmund da verkackt hat. Also wenn man danach Tuchel weiter unter Vertrag behält, verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, aber Tuchel hat auch versagt, selbst wenn er einen Titel holt. Ganz ehrlich. Weil, nochmal, wir haben keine Spielidee, Alter. Wir haben keine Spielidee. Wir gucken zu 110% auf den Gegner. Gucken, was können wir machen. Gegen jeden Gegner, der irgendwie schnell umschalten kann, sind Flanken verboten. Ja, weil wir könnten ja in die Gefahr laufen, dass wir einen Konter kriegen. Ja. Natürlich macht es dann natürlich auch Sinn, den Sechser die Ecken schießen zu lassen. Ist ja logisch. Ja. Es gibt keine Spielidee. Wir sind der FC Bayern München und das erste Mal, dass ich das sehe, ist unter Tuchel. Dass ich keine Spielidee sehe. Dass ich nicht sehe, so, dass man sagt, oh, der FC Bayern spielt. Ich weiß genau, was ich jetzt sehen werde. Gut, das weiß ich jetzt auch, ja. Ist Grottenfußball ohne Sinn und Verstand. Aber das ist das erste Mal. Das erste Mal. Jeder Trainer hatte eine Spielidee und hat diese umgesetzt. Nochmal, wir sind der FC Bayern. Wir sind individuell so stark besetzt, dass wir 90% der Spiele, egal welche Idee ein Verein hat, eine Mannschaft hat wie Werder Bremen, Hoffenheim, das ist gar nicht despektierlich gemeint oder abwertend gemeint. Aber es muss egal sein, welche Spielidee diese Mannschaften gegen uns haben. Du musst deinen Stiefel durchdrücken. Du bist individuell so viel besser besetzt, dass das gar kein Problem darstellen darf. Ja? Und das tun wir nicht. Das haben wir nicht. Seitdem Tuchel da ist, hat man das Gefühl, wir machen erstmal 3 Videositzungen, wir richten uns zu 100% am Gegner aus. Leute, das geht nicht. Das geht nicht. Das kannst du machen, wenn du der VfL Bochum bist oder Werder Bremen. So, dann kannst du das machen und dann sieht man ja auch, was passiert. Was dann auch völlig verdient war. Aber du musst als FC Bayern eine eigene Spielphilosophie haben. Guck dir Stuttgart an, guck dir Leverkusen an, guck dir selbst die Dortmunder an. Du musst eine Spielphilosophie haben. Die haben wir nicht. Sag mir mal einer, du liest, morgen spielt der FC Bayern. Ja. Was denkt ihr, wie der FC Bayern spielt? Stell mal jemand die Frage. Es gibt keine Spielphilosophie. 0. Unsere Spielphilosophie ist Ballbesitz, 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 hoffen, dass irgendwie einer der Topstars, Steven, da irgendeine Idee hat und ein Tor erzielt. Das ist unsere Philosophie, Alter. Und das nach einem Jahr. Und dann nehme ich einen Trainer in die Pflicht. Wir brauchen nicht darüber reden, dass in der Mannschaft einiges nicht stimmt, dass viele Spieler satt sind, dass man die vielleicht nicht erreicht und so weiter und so fort. Aber ich muss doch trotzdem eine Spielidee haben. Ja? Und da muss es auch egal sein, ich meine im Idealfall, so wie unter Pep, welcher Spieler auf dieser Position gerade spielt, der muss genau wissen, was er zu tun hat. Und das ist bei uns gar nicht. Also ich sehe keine Spielidee. Butterzucker. Positiv ist, dass Leverkusen wirklich guten Fußball spielt und das Maß der Dinge ist. Nicht auszudenken, wenn Bayern mit so schlechten Leistungen Tabellenführer wäre. Peinlich wäre das. Wenn Bayern in der Champions League Rom mit 15-0 wegfegt, wäre allerdings klar, dass es nur an der Bocklosigkeit vieler Spieler liegt. Meisterschaft, wie langweilig, wir werden sehen. Ja, nein, Schwachsinn. Also, nochmal, sorry, muss ich dir leider so sagen, Butterzucker, das ist leider Schwachsinn, was du schreibst. Weil, guck dir einfach die Spiele an. Ja, ich kann da gerne mal ein Video zu machen, wenn das dir gewünscht ist. Guck dir mal die einzelnen Spiele an, die wir die Saison gezeigt haben. So, von daher ist das, viele Ergebnisse haben einfach über die Leistungen hinweggetäuscht. Ja? Neben Galatasaray, Alter, auswärts. Wir hätten da untergehen müssen. Wir haben mit viel Glück Kopenhagen auswärts. Wenn wir nur auf die Champions League schauen. Manchester United zu Hause. Also, ich bitte dich. Das hat nichts damit zu tun, ob das Champions League ist, ob das Meisterschaft ist. Der Zug ist abgefahren. Ja? Das ist ein generelles Problem. So, wir spielen einfach keinen guten Fußball und wir haben keine Spielidee. Es sei denn, ein Gegner läuft uns an und will offensiv mit uns mitspielen. Dann haben wir eine Spielidee unter Tuchel. Aber ansonsten haben wir keine Spielidee. Tyrone, bin genau deiner Meinung, das war einfach nur enttäuschend. Eigentlich sollte die Leistung der Leverkusener uns motivieren, doch das passiert irgendwie nicht. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass Leverkusen noch einbricht. Wenn Coman gegen Union wieder startet, werde ich wahnsinnig. Meiner Meinung nach sollte auch Pavlovic für Guerrero spielen.
Ja, CB, warum spielt der Pavlovic nicht, der es die letzten Spiele echt gut gemacht hat? Wieso käme ich auf die 6 und nicht rechts Abwehr? Neben Pavlovic den Leimer hinstellen. Warum jede Ecke nur kurz ausspielen? Wieso immer nur gefühlt auf Konterfußball setzen? Tut mir leid, aber langsam habe ich kein Vertrauen mehr zu Tuchel. Es hat sich in fast einem Jahr wirklich nichts geändert, werden sogar fußballisch schlechter. Ja. Hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. David, keine Sorge, ab Champions League Achtelfinale kann sich Bayern wieder voll auf die Bulli konzentrieren, wie schon in den letzten 3 Jahren. Willi Bauer, höre ich da etwa ein Ruppert Bayern raus oder täusche ich mich? By the way, sehr faire Analyse von dir. Liebe Grüße aus Bremen. Ja, ich bin ein Pottler Roter durch und durch. Wie war es letztes Jahr zu Beginn der Rückrunde? Ein Nagelsmann wurde entlassen, weil man die Ziele gefährdet sah. War noch in allen 3 Wettbewerben. Welche Ziele hat man nun? Bei den Ecken bin ich zu 1000% bei dir. Man fährt ins Trainingslager, um Standard zu trainieren mit einem Spezialisten. Lächerlich. Was kommt dabei heraus? Ich war sprachlos und wütend zugleich, wie man mit einem Kane im Sturm nicht mal versucht, ihn über Ecken zu suchen. Ja, oder? Oder über Flanken. Übrigens, seitdem Harry Kane da ist. Wenn nicht jetzt bald etwas passiert, dann verstehe ich nichts mehr. Top-Analyse von dir, weiter so groß, Ben. Oh, jetzt weiß ich, wie du heißt. Ben, danke. Gebe ich dir recht. Casa, ei, das hört sich ja grausam an. Hab das Spiel nicht gesehen. Mir war die Demo in München dann doch wichtiger, aber scheint mir eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Dass hier jetzt viele schon von einer verschenkten Meisterschaft reden, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Es sind doch gerade erst 17 bzw. 18 Spiele gespielt und ob Leverkusen bis zum Ende so durchzieht, ist nicht garantiert. Aber klar, bis auf das 4:0 gegen den BVB habe ich die Bayern noch kein einziges Mal mit Leidenschaft gesehen. Doch gegen Stuttgart. Das ist schon bedenklich. Wie du schon erwähnt hast, das ist das gleiche emotionslose Ballgeschiebe wie unter Pep. Ich bleib dabei, seit dem Gewinn der Champions League 2020 fehlt der Mannschaft der nötige Ehrgeiz. Die diesen haben, sitzen permanent auf der Bank oder werden verliehen verkauft, weil sie durch Tuchels Raster fallen. Ja, aber das hat ja nicht nur mit Tuchels Raster zu tun. Das hat einfach mit dem Raster des Vereins zu tun, ja. Ich meine, der Verein redet darüber, den Vertrag mit Kimmich zu verlängern zum Beispiel. Also, ich glaube, Kimmich ist der Inbegriff des satten Spielers bei uns. Also, da fängt schon an, ne? Ja, habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt in diesem Video, ne, wie ich das sehe mit dieser verspielten Meisterschaft. Ich bin auch noch nicht so weit, aber es kann halt in 2, 3 Wochen soweit sein. Dass Pavlovic nicht eingewechselt worden ist, war schon frech. Immer nee, das kann man schon nachvollziehen dann, weil dann war kein Sechser mehr gefragt. Ja, dann hieß es Feuer frei und da ist ein Goretzka natürlich der gefährlichere Spieler in einer Normalform. Weil er einen sehr guten Schuss aus der zweiten Reihe hat, weil er auch immer wieder mit in den 16-Meter-Raum stößt. Das war schon nachvollziehbar, weil da ging es nicht mehr darum, Struktur oder sonst was im Spiel zu haben. Da ging es darum, die Brechstange auszupacken und zu gucken, dass wir noch irgendwie 2 Tore erzielen. Also das konnte ich schon nachvollziehen. Dass er halt nicht in der Startelf stand, das konnte ich halt nicht nachvollziehen. Banja, nochmal Hallo. Bin voll verwundert, das waren 70 Minuten Vollkatastrophe und du gibst so gute Noten. Ich war ehrlich extrem traurig am Freitag. Diese Stunde hat eigentlich einiges an Tränen gebracht. Aber dich muss das ja komplett von den Socken geholt haben. Du hast schon 5 und 6 gegeben und das in einem Spiel. Da waren wir besser als heute. Zumindest hat sich Bayern, den raff ich nicht, am Freitag eine 1+++ verdient. Schöner und würdevoller kann man Franz nicht verabschieden. Ja, ich habe es im Nachhinein, habe ich mir dann auch gedacht, so, eigentlich hättest du alles, was 3 war, hättest du 5 bewerten können. Und alles, was 4 war, hättest du 6 bewerten können. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe es einfach so empfunden, wo ich das Video aufgenommen habe. Ja, ich kann es auch nicht mehr so wirklich erklären. Ich fand ja jetzt auch nicht, dass die Spieler jetzt super schlecht waren oder so. Das ist so das Problem, glaube ich, was ich hatte. Sondern einfach, ja, der Funken, die fehlende Leidenschaft, das ist das, was gefehlt hat, so. Und irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht wollte ich sie auch nicht jetzt schon komplett vernichten. Ich kann es nicht erklären. Das ist so, wie ich es gefühlt hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ja, am nächsten Tag habe ich mir auch gedacht, habe ich ja gestern auch im Stream gesagt, also eigentlich, ich meine, ich habe es in dem Video auch gesagt, normal könnten wir auch die ganze Mannschaft eine Note schon mal schlechter geben, ne, aufgrund dieser Sachen halt. Aber ich habe es da dann so gefühlt, wie ich es da gesagt habe. Ja.
Was soll ich sagen? Aber ja, ich gehe da natürlich mit, dass da auch man das Ganze auch locker 1 oder 1,5 Noten pro Spieler schlechter bewerten kann. Bernd Biesenkamp, seit Tuchel da ist, spielen die eine Grütze zusammen. Sieverdinkowski. Als Werder-Fan bin ich froh, mal wieder 3 Punkte geholt zu haben. Dennoch ist mir aufgefallen, dass Tuchel nicht zu Bayern passt. Normalerweise wischt ihr mit uns die Arena. Aber wirklich, dass Werder bald einen Investor findet, damit wir auch mal wieder ernstere Konkurrenz werden, so wie früher. PS, fahr ab, schaffen wir jetzt. Ja. Ja. Ist schon wild, dass man das so als Außenstehender nach einem Spiel so sieht, aber ich gebe dir vollkommen recht. Und ich finde es auch schade, dass Bremen da ist, wo Bremen ist, leider. Ich weiß auch nicht genau, was die Gründe da sind, was da damals falsch gelaufen ist in dieser erfolgreichen Ära. Dass man da nicht irgendwie ja Kapital hat beiseite gelegt oder so. Ich weiß es nicht. Schwierig. Kann ich halt leider nicht beurteilen. Aber würde mich mal interessieren. Also, wenn da mal wer Langeweile hat, könnt das ja mal in den Community-Tab schreiben oder auf den Discord schreiben. Hier in den Kommentaren kriege ich das eh nicht mit, aber wer da Interesse hat, haut's mir gerne mal auf den Discord als Bremen-Fan. Ich finde es auch schade. Also die Zeiten mit Werder Bremen in Konkurrenz waren schon geile Zeiten. Ja, waren wirklich geile Zeiten. Christian, Uli und Kalle schauen sich das nicht noch eine Saison an. Nächstes Jahr ist Champions League Finale daheim. Im Juni ist der Geschichte. Ja, das denke ich auch. Also wenn nicht jetzt der große Cut kommt und jetzt der große Funken kommt, Tuchel radikal einiges ändert und wir eine klare Spielidee und eine klare Dominanz wieder sehen, ist es egal, ob Tuchel einen Titel holt oder nicht. Er ist im Sommer Geschichte. Eberhard. Da stehst als Trainer da und bist baff, was deine Truppe auf den Platz gezaubert hat. Die lassen dich im Regen stehen. Ja gut, aber es ist der Trainer am Ende des Tages selber schuld, ne? Muss man leider auch so sagen. Weil der Trainer die Spieler da aufstellt, wo er sie aufstellt. Würde er es vielleicht mal ein bisschen anders machen, würde die Truppe ihn dann vielleicht auch da nicht im Regen stehen lassen. Helmut, Tuchel ist klar verantwortlich für das, was die Mannschaft seit Monaten abliefert. Die Fakten. Okay, jetzt bin ich gespannt, Helmut. Helmut Werner Müller. Erstens, er ist geholt worden, als es bei Nagelsmann aus erklärbaren Gründen, Neuer verletzt, kein echter Neuner, ein paar Monate schlecht lief. Er hatte seitdem ein Jahr Zeit, 3 gute neue Spieler, den grandiosen Kane, Guerrero, Leimer, und es ist 0 Entwicklung zu erkennen. Er hatte seitdem ein Jahr Zeit, 3 gute neue Spieler. Ach so, ja, fühle ich. Zweitens, gerade nach den Trainingslagern oder zum Saisonauftakt spielen sie besonders grottig, also nachdem der Trainer besonders intensiv einwirken konnte. Drittens, die Chemie in der Mannschaft stimmt 0, auch nicht die Einstellung. Für beides ist der Trainer voll verantwortlich. 4. Fast alle spielen weit unter ihrem Niveau, auch die Verantwortung der betreuenden Trainer. 5. Tuchel lebt kein Leistungsprinzip, wechselt zu selten, dann zu spät aus, gibt anderen keine Chancen, wenn wie zum Beispiel King oder Davis Formtiefs haben. Das macht natürlich alle bequem. Das macht nicht nur alle bequem, sondern sorgt auch dafür, dass Spieler sich hängen lassen. Ja? Zum Glück Mathis Teller wieder so ein bisschen die Kurve kriegt, aber auch ihn zu den letzten Spielen in der Rückrunde hat man gemerkt, dass er sich hängen gelassen hat, dass es frustet, dass er einfach nur draußen sitzt, ja. Dasselbe im Kretzig und so weiter, ja. Du musst froh sein, dass die Jungs sich nicht so hängen lassen, so Pavlovic und sowas. Viele andere Spieler hätten sich hängen lassen, hätten gesagt, alles gut, ich bekomme hier eh keine Chancen, drauf geschissen, so, weißt du. Ja, fühle ich. 6. Tuchel fördert 0 junge, hungrige Spieler. 7. Tuchel ist auch taktisch schwach. Die Mannschaft spielt viel zu variantenlos. Keine Flanken, Standards sind nicht gefährlich. Die Mannschaft kann nicht variabel spielen oder im Spiel die Taktik umstellen. Ja, 7. gebe ich dir recht, aber wir haben ja dann gegen Bremen die letzten 20 Minuten die Taktik umgestellt. Also das geht ja schon, nur wir tun es nie. Ja. 8. Er ist charakterlich und vom Auftreten nicht würdig eines FC Bayern. Leicht beleidigt, schnippisch, nerdig, ein Meister der Ausrede und des Blabla. Keiner, zu dem die Spieler aufsehen können oder vor dem man Respekt haben könnte. Klar hat Bayern auch andere Probleme im Kader zum Beispiel, aber dafür sind Trainer da, um Probleme zu lösen und nicht zu verschlimmern. Also Augen zu und durch bis zum Ende der Saison. Ja,
charakterlich und Auftreten nicht würdig eines FC Bayern. Fühle ich jetzt nicht so. Leicht beleidigt, schnippig, nerdig. Ja, weiß ich nicht. Ist schwierig halt so, weißt du? Weiß ich auch nicht. Ja, manchmal, klar. Ja, aber ich glaube, das ist so eine Entwicklung aus vielen Sachen so. Es ist ja auch wieder so, dass Tuchel vieles alleine da bewältigen muss und für viele Sachen immer die Meinung da sagen muss und so weiter. Aber ja, man könnte das oder man erwartet das ein bisschen souveräner. Ja, da gehe ich schon mit. Alles andere stimme ich dir 100% zu. Ja, ist ja das, was ich hier seit Monaten predige. Joker. Hey Leute, das ist für mich als Bremer nach 15 Jahren eine unglaublich lange Zeit nicht gegen Bayern gewonnen. Und wir waren jahrelang Herausforderer Nummer 1. Das tat der Wählerseele gut. Ja, ist auch schön. Dann hat das doch wenigstens, dass wir diese Saison so einen Grottenfußball bringen und immer wieder solche Aussätze haben, dann hat es doch wenigstens ein Gutes. Ja? Dass sich alle Werderaner mal wieder freuen können. Ist doch schön. Ich gönn's euch. Ja? Ich gönn's gerne solchen Clubs. Also, vielen anderen Clubs würde ich es nicht gönnen, euch gönn ich's. Ich habe bisher immer nur eine gute Erfahrung gemacht mit Bremer. Also ich war schon 3 oder 4 Mal in Bremen. Es war jedes Mal natürlich aus unserer Sicht immer ganz gut wegen dem Erfolg. Aber ich habe da nie irgendwie Hass oder Beleidigung oder sonst irgendwas gehabt, was ich in ganz, ganz vielen anderen Städten schon mehrfach hatte. Aber vielleicht ist das auch nur immer so subjektiv so, weißt du? Ist ja immer, jeder erlebt das immer ein bisschen anders, aber das ist, was ich erlebt habe. MS Bergen, stellen wir uns darauf ein, mal nicht Meister zu werden nach all den Jahren. Wenn wir nicht Meister werden, dann zu Recht. Leverkusen hätte es verdient, lasst uns starke Fans sein und gönnen, wenn es soweit kommt. Noch aber haben wir ein paar Spiele zu spielen. Das hat ja nichts mit starken Fans sein zu tun. So. Ja. Nochmal, wir spielen keinen guten Fußball. Und wenn da eine Mannschaft ist, die guten Fußball spielt, ja, na klar. Da muss man ja nicht darüber reden, dass man denen das nicht gönnt. Also. Sieht man jetzt auch, ich gönn's auch den Veteranern. Ja, es war völlig verdient, Alter. Jürgen Buhler, zu Beginn. Ich bin kein Schönwetter-Fan, der nur Spitzenfußball zufrieden ist. Das hat nichts. Also Schönwetter-Fan heißt ja nicht, dass man nur mit Spitzenfußball zufrieden ist. Aber gut, lesen wir erstmal weiter. Seit 1966 verfolge ich den FCB. Habe alle Titel außer 1932 natürlich und Höhen und Tiefen miterlebt. Was sich seit den letzten Monaten unter Nagelsmann abspielt, allerdings noch nicht. Da kommt ein neuer Trainer und der Effekt bleibt vollständig aus. Auch die Sommerpause bringt keine Verbesserung. Klar, wir gewinnen viele Spiele, aber viel zu oft nur durch Einzelaktionen. Meist schaut es so aus, als ständen 11 Einzelspieler auf dem Platz, wo keiner für den anderen kämpft und rennt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen natürlich. Dann der Trainer. Also mal ehrlich. Wenn ein Trainer nach über einem halben Jahr beim FC Bayern immer noch keine Erklärung dafür hat, warum das Training super ist und das Spiel viel zu oft einfach schlecht, dann sollte er nicht Bayern München trainieren. Wenn ich diese Qualität der Mannschaft habe und schaffe es nicht, sie zu motivieren, dass sie gierig auf Siege sind, dann fällt mir dazu einfach nichts mehr ein. Ich wünsche mir die Zeiten unter Hitzfeld, Heinkes, Guardiola und Flick zurück. Da war ein Spielsystem erkennbar, eine klare Taktik und heute nichts davon. Wie gesagt, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Fazit: Nagelsmann gleich Fehlgriff, Tuchel gleich Fehlgriff, Teile der Mannschaft Fehlgriffe. Und nun, liebe FCB-Führung, ich bin ja so etwas von gespannt. Ja, ich gehe mit. Nagelsmann Fehlgriff, gehe ich nicht wirklich mit. Wenn dann nur in Personalunion mit Salihamidzic und Olli. Ich glaube, wenn der Nagelsmann vom Verein die Rückendeckung bekommen hätte, die er gebraucht hätte, ja, in Richtung der Mannschaft, ich glaube, dann hätte der Nagelsmann was prägen können. Ja. Aber klar, auch da hättest du natürlich gewisse Spieler austauschen müssen, wie du es jetzt auch, wie es schon seit 2 Jahren musst. Machen wir uns doch nichts vor, Leute. Ansonsten sehr guter Beitrag. Stefan, die Meisterschaft ist weg, die holen die Saison nix. Tuchel ist nicht der richtige Trainer, die Mannschaft zu unbeständig. Ja, sehr wahrscheinlich kommt das so. Marco Günther, unsere Offensive mit Sané, Coman und Musiala ist einfach zu schwach. Sané spielt erst ab einer Außentemperatur von 20 Grad gut, Coman spielt die ganze Saison schon Mist und Musiala kämpft auch immer wieder mit starken Formschwankungen. Ja,
Wir könnten da jetzt ins Detail gehen, warum, wieso, weshalb, haben wir aber auch schon getan, auch in diesem Video schon teilweise. Von daher schenke ich mir das jetzt mal. Moin zusammen, ich habe vor 4 Wochen schon gesagt, dass Leverkusen Meister wird, weil Tuchel ein Fremdkörper in der Mannschaft ist. Er hat absolut keinen Einfluss auf die Mannschaft. Dies wird eine Saison ohne einen Titel. Jo, wir werden sehen, kann passieren. Jugend. Das war sicher das schwächste Spiel von euch in dieser Saison. Nee. Aber auch das muss man erstmal gewinnen. Kriegen wir hier ein Gegentor, kippt das Spiel und die Luft ist raus. Wir haben euch 95 Minuten gedeckelt und zweimal Glück gehabt. Wir haben das Testspiel 1:3 gegen Eintracht Braunschweig versemmelt. Das hat uns den Kopf gewaschen. Denke, das war heute auch so ein Tiefpunkt für euch und dann ist wieder Feuer im Spiel. Leverkusen ist auch noch nicht durch, sportlichen Gruß von der Weser. Nee, leider war das nicht das schwächste Spiel diese Saison von uns. Bei Weitem nicht. Das ist so das Schlimmste. Ja? Nee, das war es nicht. Das war es wirklich nicht. Also, so das Spiel, was wir gegen euch gezeigt haben, haben wir in der Hinrunde locker in 10 Spielen gesehen. Das gleiche Leistungsniveau. Der Unterschied war, dass wir in der Hinrunde dann entweder einen Harry Kane hatten, der aus dem Nichts ein Tor gemacht hat, der einen goldenen Moment hatte, Leroy Sané, oder auch ein Einwechselspieler wie Tell. Das waren die Unterschiede. Ansonsten war das Leistungsniveau, was wir zu 3/4 diese Saison beim FC Bayern zeigen. Ja. Vorsika, bodenlose Leistung und verdiente Niederlage. Ich hoffe, im Nachholspiel gegen Union wird es auch eine Niederlage geben. Ich kann diesen Antifußball der Tuchel nicht mehr sehen. Na, Vorsika. Da kann ich dir jetzt kein Herz für geben, für ich hoffe, dass es eine Niederlage gibt. Also wir sind ja immer noch FC Bayern, ne? Wir hoffen ja nicht auf eine Niederlage. Ja, wenn das wieder so ein Grottenkick ist, dann kann man darüber diskutieren, aber nein, wir hoffen nicht auf eine Niederlage. Ich gebe dir trotzdem Herz, aber ich gebe dir auch einen Daumen nach unten. Das ist ein guter Kompromiss, oder? Die längere Pause, Max Albert, die längere Pausen tun den Bayern irgendwie nicht gut, wohl mit einer der schlechtesten Leistungen der Saison bisher. Ja, wie gesagt, eine der Standardleistungen würde ich das sagen, würde ich das bewerten. Also die war jetzt nicht besonders schlecht. Was haltet ihr von Mourinho als kurzfristige Lösung? Kann der Tuchel wirklich was Gescheites bewegen? Ich halte von Mourinho gar nichts. Das ist für mich genauso Anti-Fußball, wie es in der Tuchel ist. Aber vielleicht wäre es wahrscheinlich einen Tacken besser, ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Was traurig ist. Aber gut. Ein Bürger, viele Spieler sind bald weg, Tuchel auch. Das weiß ich nicht. Das sehe ich als schwierig an, dass viele Spieler bald weg sind, aber mal abwarten. Ansolian, ich lege mich schon fest. Glückwunsch an Bayern 04 zur ersten Meisterschaft. Ich habe das Spiel von denen gegen RB gesehen und in dem Spiel hat man den Spirit gesehen, den man braucht, um deutscher Meister zu werden. Dieser Spirit fehlt uns die ganze Saison schon, insbesondere bei Frankfurt und Bremen hatte genau wie du gehofft, dass nach dem Training ein Ruck durch die Mannschaft geht und wir jetzt alles klein schießen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ja. Kann ich nichts hinzufügen. Yellow Racer. Es ist eben immer noch die mit dem Abschied von Hansi Flick zu beobachtende Zäsur der Erfolge und einer fehlenden für den FC Bayern typischen Spielweise zu beobachten. Hat Kai vollkommen recht und auch mit allen anderen in seiner typischen und unnachahmlichen realistischen Art. Der Meistertitel der vorigen Saison ist mit viel Glück noch geschafft worden. Aber diese Saison wird angesichts der Stärke von Leverkusen in 12 Titeln in Folge wohl nicht gelingen. Außer es geschieht ein Wunder. Es liegt nahe, dass Xabi Alonso als Trainer mit Bayern-Vergangenheit zu denken und zu hoffen. Ob das möglich sein wird, ist auch schwer zu beurteilen, wäre aber die wohl beste Option. Ja, es wäre auf jeden Fall eine gute Option. Allerdings dann auch, wie ich schon gesagt habe, musst du trotzdem diese satten Spieler endlich austauschen, hört sich hart an, aber wieder in einen gesunden Konkurrenzkampf schicken. Ja, das ist, was ich sehe. Wenn Kimmich wieder an seine Leistungsgrenze kommt, ist er ein super Spieler, aber nicht auf der 6. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wenn ein Goretzka an seine Leistungsgrenze wieder kommt, hat er natürlich auch einen Mehrwert für diese Mannschaft und so weiter und so fort. Aber wenn das nicht passiert, wenn diese Spieler weiterhin satt sind und weiterhin nicht die Führung übernehmen in dieser Mannschaft und mit dieser Mannschaft untergehen in schlechten Spielen, dann haben sie nichts mehr zu suchen. Ja? Und da kann auch ein Xabi Alonso da nichts dran ändern. Ja, und nochmal, wir haben es gestern auch im Stream diskutiert. Warum geht man davon aus, dass ein Xabi Alonso mit wehenden Fahnen gleich Richtung Bayern München rennt? Ja, wenn er jetzt mit Leverkusen echt die Meisterschaft holt, vielleicht sogar noch einen Europapokal, wer weiß.
und die Mannschaft zusammengehalten wird, weil ich denke, Leverkusen hat nicht die Not zu sagen, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus die Spieler hier alle verkaufen, nur weil Topvereine anfragen. Warum soll man dann nicht als Trainer und Mannschaft sagen, ja, komm, Jungs, wir sind deutscher Meister geworden, jetzt wollen wir auch die Früchte ernten und wir wollen mal in der Champions League für Furore sorgen. Warum soll das nicht passieren? Also, dass man davon ausgeht, dass ein Alonso direkt sagt, ach ja, na klar, ich komme sofort zum FC Bayern, weiß ich nicht. Schwierig, ja, also abwarten. 29:02, komplette Fehleinschätzung. Ja, ist schön, wenn du das so siehst. Kriegst ein Herzchen für. Mir, ganz ehrlich, bis auf Manuel Neuer waren alle komplett im Urlaubsmodus. Dieser Bayern-Auftritt gegen Werder war eine bodenlose Frechheit. Rafael Guerrero hatte 2 bis 3 unfassbare Ballverluste und jedes Mal kam Werder zum Kontern. Warum Tuchel Rafa zur Pause nicht rausnehmen? Wahnsinn. Genauso Coman ebenso grottenschlecht. Hans im Glück. Sag ich doch, Tuchel und Bayern passt nicht. Loki Simone. Für Tuchel ist Fußball die schönste Nebensache der Welt. Genau das strahlt er auch aus. Danke, Bayern. Friedrich Forstner. Hinsichtlich Tuchel gebe ich dir recht. Immer wieder betont er, dass die Trainingseinheiten auf einem guten Niveau ablaufen und den Leistungsabfall während des Spiels nicht erklären kann. Das stößt bei ihm auf völlig Unverständnis. Das Training stimmt also nicht und die Trainingseinheiten passen sich nicht auf das Niveau des Gegners an. Da liegt die Diskrepanz. Wie kann Tuchel also glaubhaft behaupten, dass Training perfekt abläuft? Wo sind gefährliche Eckbälle? Wo sind gefährliche Freistöße? Bender trainiert das alles intensiv beim BVB und prompt 1:0 durch eine raffinierte Eckstoßvariante. Durch Brand auf Malen. Kimmich kann definitiv keine Eckbälle. Tuchel ist der falsche Trainer für uns. Ja, ich denke, da ist auch das Problem, dass man als Trainer zu viel wegdirigiert und das dann komplett außer Acht lässt. Ne? Also man sollte sich schon als Headcoach dann wenigstens mit dem Standardtrainer austauschen und sagen, das und das erwarte ich. Was ja wahrscheinlich auch passiert. Eben genau deswegen so komische Ecken, dass wir die nicht mehr reinschlagen. Phoenix, die Meisterschaft muss man sich mittlerweile erarbeiten und das kann Bayern nicht mehr. Ja, das ist ja Schwachsinn, dass wir uns die Meisterschaft nicht erarbeiten könnten. Haben wir die letzten Jahre ja oft genug gezeigt, dass wir das können. Aber diese Saison, ja, wir spielen einfach keinen guten Fußball. Oldschool, sei mir realistisch, das wird eine Saison ohne Titel. Ja. Die Mannschaft hat immer wieder Probleme, sich in den Spielen gegen vermeintlich schwache Gegner ausreichend zu motivieren. Naja, nicht nur da. Also ich sehe Frankfurt jetzt nicht als schwachen Gegner. Ja, also bei aller Liebe. Es fehlt die Konzentration, der Biss. Wir wollten das heute mit 70 bis 80% nach Hause fahren. Bis auf die letzten 20 Minuten konnte ich keinen unbedingten Siegeswillen erkennen. Nach vorn nur statisch. Zu viel klein, zu behäbig. Wir wollen uns immer flach durch die Mitte bis in den 5-Meter-Raum durchkombinieren. Das ist unsere Spielidee. Wo bleiben Schüsse aus der zweiten Reihe? Wo bleiben Einzelaktionen, Flanken? Wo ist der Zug zum Tor? Gut, man kann es jetzt auf Tuchel schieben. Aber auch andere Trainer würden wohl an diesem Haufen Einzelkünstler scheitern. Harry Kane und seine Tore haben in der Hinrunde sehr viele Mängel überdeckt. Na, auch bisher die Joker-Tore von Matistel, bitte. Ja? Ich gönne Leverkusen den Titel und wir brauchen einen Umbruch. Und Florian Wirtz. Ja, wir brauchen den Umbruch schon lange, leider. Der wurde schon seit 2 Jahren verweigert. Aus besagten Gründen haben wir auch schon oft genug durchdiskutiert. Du musst halt die Spieler auch erstmal loswerden, ne? Und ja, das ist das Schlimmste hier. Das ist ja, was ich auch gesagt habe. Dass wir echt in Guardiola-Manier aktuell versuchen, klein zu klein bis in den 5-Meter-Raum zu kommen und dann ein Tor zu erzielen. Das ist halt lächerlich. Ja? Weil wir gar nicht diese Esprit und diese Qualität und diese Abläufe haben, wie wir sie unter Guardiola hatten, wo man das ja dann auch geschafft hat. Sind wir gar nicht in der Lage zu aktuell. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann muss man halt endlich mal wieder anfangen, die Grundtugenden des Fußballs zu zeigen. Ne? Wo bei mir gehört, mit den starken Spielern auf den Außenbahnen einfach mal zur Grundlinie das Ding in den Rückraum flanken und dann das Ding aufs Tor nageln. Ja, das ist nicht so schwer. Gerald Berger, am Ende des Tages ist es doch völlig egal, wer wann und wo spielt. Ob ein Kimmich außen als Sechser oder Achter spielt. Und egal, wer auf dem Platz ist. Es kann mir niemand sagen, dass wir mit unserem Kader nicht gegen eine Bremer Mannschaft gewinnen können, die auf Platz 13 ist und noch kein Spiel auswärts gewonnen hat. 80% unserer Mannschaft hat keine Lust oder ist zu faul, alles zu geben. In jedem Spiel für den FC Bayern, das ist im Kopf. Sobald diese Spieler denken, es geht von alleine, ist es vorbei. Und wir können unsere lahmarschige Einstellung nicht mehr ändern. Nee, ich finde schon, dass das einen Einfluss hat.
ob ein Kimmich und wo ein Kimmich auf dem Platz ist. Ich glaube, wenn Kimmich als ein rechter Verteidiger auf dem Platz ist und dafür dann Pavlovic als Sechser, ist da schon mal eine Riesenlücke geschlossen, wodurch Bremen vielleicht gar nicht so erst zu ihren Kontern gekommen wäre. Na klar, gebe ich dir recht, dass die Einstellung der Spieler auf dem Platz natürlich dann auch stimmen muss. Ja? Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die Aufstellung am Mittwoch. Lord of Fair, das war das schlechteste Spiel der Saison und du gibst den Spielern fast durchgängig eine 3-. Das passt hinten und vorne nicht. Alle bis auf Tell bekommen eine 5 und Coman und Davis eine 6. Da gibt's nichts zu rütteln. Was Pep angeht, habe ich eine völlig andere Meinung. Es war der beste Trainer, den Bayern je hatte. Er hat die ganze Mannschaft komplett auf eine andere Stufe gestellt und verbessert. In der Champions League hat er sich vercoacht, ja. Ja, gut, jetzt really? Also erstmal zu dem Vorderen, ja, ist doch völlig okay, kannst du doch so sehen. Aber jetzt zu sagen, Pep Guardiola war der beste Trainer, den wir je hatten, und dann im nächsten Satz schreibst du, in der Champions League hat er sich vercoacht. Ja, aber für einen Sieg braucht man auch immer das nötige Glück. Was ist das denn jetzt für eine Aussage? Also er hat sich nicht mal vercoacht in der Champions League, also hat das schon mal nichts mit Glück zu tun, sondern er hat sich vercoacht. Punkt. Ja, so. Ja, Pep Guardiola hat eine Ära geprägt. Pep Guardiola ist ein geiler Trainer. Dass Pep Guardiola aber der beste Trainer, den Bayern nie hatte, ist ja Schwachsinn. Hast du ja gerade in dem Satz selber widerlegt. Was hat er gewonnen? So. Genau, das passt doch gerade nicht. Aber nur meine Meinung, du kannst ihn ja für den besten Trainer, den wir je hatten, halten. Also ich sehe da so New Peinkes oder ein Ottmar Hitzfeld immer noch vorne. Natürlich nicht die super innovativen Trainer, wie es ein Guardiola war. Und natürlich hat ein Guardiola unseren Verein geprägt und auch die Mannschaft auf eine neue Stufe vielleicht gehoben in der Bundesliga, international aber leider nicht. Ja, so, das muss man einfach mal so sagen. Tuchel hat es nicht geschafft, die Mannschaft zu verbessern, sie stagniert und neigt in manchen Spielen sogar dazu, sich zu verschlechtern. Wahrscheinlich benötigt es eine Runderneuerung der Mannschaft. Viele sind zu satt und wollen nicht mehr alles geben. Anders kann ich mir so eine schlechte Leistung nicht erklären. Heynckes war einfach der Beste, er hat den klassischen Bayern-Stil wiederbelebt. True. Volker. Problem ist nicht der Trainer, sondern die Mannschaft. Bei Nagelsmann lief es auch nicht besser. Bei Bayern spielen hat viele Egos, die selber durchstürmen und selber Tore machen wollen. Dazu diverse Handgreiflichkeiten etc. Es ist halt nicht mehr das Bayern von vor 3 bis 4 Jahren. War immer noch nicht so schlecht, aber halt kein Beam-Team mehr wie einst. So ist es aber besser für die Bundesliga. Vielleicht kommt ja nächstes Jahr Xabi Alonso zu euch und lotet die Leute mal ein, dann seid ihr wieder Tabellenführer. Grüße aus Bremen. Ich rege mich stets über die Leistung der Bremer auf, aber heute haben die wirklich 110% gegeben und euch auch gar keine Chancen gelassen. Damit habt ihr nicht gerechnet, ich ja selber nicht. So ist aber die alte Stärke wieder da. Schließlich lag diese bei uns 15 Jahre bei euch vergraben. Nee, also den ersten Take muss ich dir leider komplett widersprechen. Ja, das Problem, natürlich ist das Problem auch die Mannschaft und die Spieler darin, da gebe ich dir recht. Aber ein Riesenproblem ist der Trainer. Also. Thomas Müller muss immer spielen, ganz einfach von Anfang an. Wilder Take, zu dem ich mich erstmal enthalte. Banja, erst einmal Hallo, dann kommentieren und dann schauen, was du so sagst. Letzte Woche hast du meinen Kommentar vergessen. Was? Das ist ja frech. Aber okay, vieles davon kann man heute übernehmen. Nun nur in noch schlechter. Habe ich echt einen Kommentar vergessen? Das tut mir leid. Eigentlich ist es so viel, was mich nervt. Zuallererst Tuchel. Warum ist dieser Mann so stur und verbohrt? Seine Ausstellung war doch schon wieder ein Zeichen gegen jegliche Art, wie man eine Mannschaft führt. Kimmich war doch gar nicht im Trainingslager. Alles war doch so top im Quadrat. Warum spielt dann ein Kimmich? Obwohl das die einzige Position in der Mannschaft ist, wo die Spieler Schlange stehen müssen, weil es so viele Optionen gibt. Aber nein, wieder beginnt er. Das zeigt doch allen, wie wenig Leistung etc. belohnt wird. Hinzu kommt nur mal nebenbei, Leimer auf rechts, er ist und bleibt nicht mal durchschnittlich auf der Position. Ja, richtig. Egal ob Kimmich schwach ist oder Guerrero letzte Woche sehr unsichtbar war, egal was passiert, er bleibt stur. Selbst dass wir 2 Topspiele ohne Kimmich auf der 6 abgeliefert haben, alles egal, Tuchel bleibt da auf seiner Dreckslinie. Zur Taktik. Wir haben so viele Konter bekommen, wie zur schlimmsten Nagelsmann- und Flickzeit. Da hatte man aber zumindest offensiv Feuer gesehen. Ja, wir pressen nicht, wir kontrollieren nicht. Und trotzdem werden wir ausgekontert. Offensiv spielt man ohne Plan und ohne Herz. Tuchel kann da die Ausrede ziehen. Die Mannschaft, bla bla bla. Aber wir waren in einem Trainingslager.
was so perfekt war. Dann frage ich mich, was waren das für Standardeinheiten? Das war ja schlimmer, als wenn Kimmich sie einfach reinhaut. Diesen Barry würde ich an Bayerns Seite sofort entlassen. Und dann Tuchels Aussage, ich war schon wieder fast so weit, in der Pause zu wechseln. Ja, die war legendär, oder? Also da musste ich mich gestern im Stream auch nochmal zusammenreißen. Mal ehrlich, außer Opa und Neuer waren ja alle schwach. Guerrero und Kimmich nicht anwesend. Bei keinem Konter. Erst mit Goretzka hat sich das verbessert. Davis, mal ehrlich, du fandest ihn letzte Woche gut. Ich sagte, er hat zwar 100 Ballkontakte, aber eigentlich mit keinem seiner Bälle außer einem Schuss hat er was für das Spiel getan. Heute war offensiv und defensiv eine Katastrophe. Sané körperlich nicht anwesend. Erst mit dem Wechsel auf rechts hat er Leistung gezeigt, aber seine Art, auf die Maßnahmen zu reagieren, war eine Katastrophe. Jamal wieder gefangen in seinem Kopf. Coman auch ohne irgendeinen Input auf das Spiel. Erst mit dem Dreifachwechsel ging es los. Goretzka offensiv und defensiv da. Tell mit jeder Minute am besser werden und er hat gebrannt. Müller etwas unglücklich, aber wenigstens aktiv. Ja. Klar tut es weh, wenn man mal verliert. Und es gehört dazu. Aber wenn die Leistung von Bremen reicht, dass wir verlieren, na dann gute Nacht. Das Schlimme, egal was passiert, wir werden nächste Woche wieder mit der gleichen Aufstellung beginnen, weil die das wieder gut machen müssen. Bla bla. Ja, da bin ich sehr gespannt, ob das passiert. Wenn das passiert, dann habe ich ja gesagt, dann kannst du die Tore schließen, dann können wir Leverkusen zur Meisterschaft gratulieren und gut ist. So, dann können wir alle 3 Gänge zurückfahren, brauchen uns nicht mehr so aufregen, dann können wir die Saison nämlich abhaken, wenn dem wieder so ist und gut ist. Ne? Ich finde, Goretzka hat offensiv eine sehr gute Aktion, also hat dem Spiel gut getan. Interessant, dass du der Erste bist, der das über Pep sagt, was ich damals als so einzigster gesagt habe. Ich war froh, dass Pep gegangen ist. Nee, da kannst du, jetzt muss ich überlegen, habe ich da schon Bayern-Videos gemacht? Wenn, kannst du dir gerne mal angucken. Das habe ich damals auch schon gesagt. Also Pep war zum Ende, war es halt wild. Klar hat er eine Ära geprägt, hat uns auf ein neues Level gehoben, hat sich aber irgendwann einfach auch in seiner Spielidee verloren und in seinem Kopf verloren. Na, das muss man leider so sagen. Und weil er am Ende echt jeden Gedanken und jeden Pass kontrollieren wollte. Nur ein Spieler hatte Freiheiten, das war Thiago. Weil Pep dachte, nur Thiago versteht seinen Plan. Das war auch das Problem von Ancelotti. Der kam nach Pep, lässt das Team frei entscheiden, raucht beim Training, lässt ab und an die Einheiten ausfallen. Damit kamen die Pep-Roboter gar nicht mehr klar. Du siehst ja, wie das bei Real funktioniert hat. Aber ja, Tuchel kopiert ihn schon lange. Das ist der Unterschied zu Alonso. Er hat durch seine Spielerstation eine ganz andere Sichtweise. Für mich ist es nur traurig. Die Mannschaft ist stark besetzt, man kann so viel mehr rausholen. Und wenn es mal keinen Titel gibt, okay, mal ehrlich, man kann nicht jedes Jahr 1, 2, 3 Titel holen. Mal erwischt es auch uns. Das tut dann weh. Dann schüttelt man sich, schaut, woran es lag und handelt. Aber diese von Titel zu Titel taumeln, Pokal raus, Champions League raus, mit Würgen die Meisterschaft gewinnen, muss nun auch mal genug sein. Und wenn es mit Tuchel nicht klappt, dann ist das eben so. Ja. Und das ist auch völlig gerechtfertigt, wenn wir mit diesem Fußball, den wir spielen und diese nicht vorhandene Weiterentwicklung noch einen Titel gewinnen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ach ja, was sagen die Expert-Goals-Werte? Keine Ahnung. Christina Beck kann ich dir nicht sagen. The Only One. Bayern spielt absolut einen langweiligen Fußball. Leverkusen spielt schnell und einen schönen Fußball. Xabi macht das dieses Jahr. Jo. Trulli, liebe deine Analyse, sehe ich genauso. Peter Waldbauer, das da tut weh. Dass die Spielweise an Guardiola erinnert, ist kein Wunder. Er ist ja Tuchels Vorbild. Wäre Hasenhüttl eine Option? Ich fand den Hasenhüttl mal gut, ey. Ich weiß nicht, wie er jetzt in England performt. Ist er noch in England? Ich sag ja, wichtig wäre halt, egal welchen Trainer du holst. Der Trainer muss seine Spielidee durchbringen dürfen. Und nicht wieder dann der Mannschaftsrat eingreifen und sagen, oh nee, das können wir nicht, das wollen wir nicht. Wir können nur 4-2-1-3 spielen. Was anderes können wir nicht. Oder 4-2-3-1, was anderes können wir nicht. So, wir spielen keine Dreierkette. Nein, das machen wir nicht, das können wir nicht. So, da fängt es doch schon an bei dieser Mannschaft. Ja, muss der Verein dann endlich mal klare Kante zeigen und sagen, hier, bam, das ist unser Trainer für die nächsten 3 Jahre, egal was passiert. Feierabend. Ja, Punkt. Und da muss man das mittragen. Da muss man den Trainer in den Rücken stärken.
So, anders kann doch ein Trainer auch nicht Entscheidungen treffen, wie sagen, ich lasse jetzt den Pavlovic spielen, ich nehme Kimmich raus und so weiter. Also das ist doch auch ein großer Punkt, der da ist. Gerhard Spitzer. Es ist keinerlei spielerischer Fortschritt unter Tuchel zu erkennen. Ganz im Gegenteil. Nur noch traurig, das anzuschauen. Mit Spielern wie Sané oder Gnabry wirst du niemals gewinnen. Ab und zu den Saudis, scheiß Millionäre, kein Bayern gehen. Max Albert findet, dass man gerade gegen so ein Team wie Werder Bremen nicht verlieren darf. Bremen traditionell für viele Gegentore gut. Sollte den Bayern eigentlich total liegen. Hoffenheim bei Weitem das viel unangenehmere Team gewesen. Aber nicht in dem Spiel, Alter. Also Bremen hat es doch besser gemacht wie Hoffenheim. Nicht nur vom Ergebnis her. Bremen stand doch auch nicht so tief, wie es Hoffenheim stand. Ja, Bremen hat uns ja schon vorher ein bisschen aus dem Spiel genommen. Kann mir erst nur erklären, dass manche Spieler aus der Mannschaft von Bayern einfach zu satt sind. Nach ein paar Erfolgen und einer Pause kommen dann wieder mal solche Spiele. Man sollte einfach den Kader mehr erneuern in Zukunft. Ob Tuchel ein Problem ist nicht einfach zu beantworten. Mir kommt es bei ihm vor, dass er viel zu viel rumhampelt und dabei wenig rauskommt. Sollte auch mehr anderen Spielern auf der Bank oder der Jugend mal eine Chance geben zu spielen. Ja, aber wenn du das doch schon sagst, dann siehst du doch, dass der Tuchel ein Problem ist. Gerade gegen so einen Gegner wie Werder Bremen. Tuchel hier auch nicht der richtige Mann, hungrige Spieler zu integrieren. Ja, eben. Also ist doch der Trainer auch ein Problem. Es liegt nicht nur am Trainer, da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist auch ein Problem. Leverkusen schon irgendwie auch viel Glück gehabt in den Schlussphasen. Dennoch sieht man bei denen, dass sie einfach wollen. Dortmund kommt auch langsam wieder in Form. Würde mich nicht wundern, wenn diesmal ein anderes Team Meister wird. Champions League wird auch schwierig werden bei solchen Formschwankungen. Ja. Heinz Lennartz. Hallo ihr Lieben, ich habe da eine böse Vorahnung, als ob im Mannschaftsgefüge etwas nicht stimmt. Da hast du jetzt erst die Vorahnung. Das haben wir schon letzte Saison analysiert, dass im Mannschaftsgefüge was nicht stimmt. Und im Mannschaftsgefüge hat sich nichts geändert, außer dass Harry Kane gekommen ist. Ja. LG Marv, das kann nicht sein, dass wir so schlecht spielen gegen Bremen. Hallo Bremen, so gewinnst du nix und Davis ist keine 16 Millionen Gehalt wert. Würde ich verkaufen, genauso wie Kimmich, Gnabry im Sommerkaderumbruch. Michael Hübner, Benotung sehe ich ein bisschen anders, ich würde allen eine 5 geben, Neuer eine 3. Schade für Kane, wieder kein Titel, Ivan. Leider ja. GB, Weiser als neuer RV. Nein, bitte nicht. Wo ist bei uns der Bayern-Dusel hin? Ich kann im Moment nur Bayern-Dusel sehen. Trotz Afrika Cup reicht es da noch mit eigenen Mitteln Rasenball zu schlagen. Ja, die Nachricht ist schwer zu verstehen. Bayern-Dusel muss man sich halt einfach erarbeiten. Ja? Wenn man nicht arbeitet, hat man kein Bayern-Dusel. So. Leverkusen hat erneut vorgelegt, dann waren es keine 25 Grad plus am Sonntag. Sie spielen nur schön, wenn es schön ist oder um was Schönes geht. Punkt. GB. Guccico. Manche. GB, mir war klar, dass wir nicht gegen Bremen gewinnen. Es waren dieselben Vorzeichen wie vor Frankfurt. Ralf Reiter, lustloser Auftritt die ersten 70 Minuten. Es lag an den Temperaturen. Werner Gamper, wie kann man noch Bayern-Fan sein, wenn da ein Mazraoui spielt? Der spielt ja gerade nicht bei uns. Rainer, wir haben zwar gewonnen, aber dein Kommentar zum Spiel Hochachtung. Jo. Tobias Lifestyle, das war ein absolutes Kackspiel von uns, ich bin echt enttäuscht. Eiz, kein Spieler in Normalform, grausam. Nutel brachte Schwung rein, aber Wechsel wie immer zu spät, insgesamt viel zu wenig. Quo vadis Bayern. Das denken wir uns an. Felix, Volki, Bayern hat die besten Spiele gemacht ohne Kimmich. Irgendwie lähmt er seine Mitspieler. Das Mittelfeld ist so pomadig, langsam ideenlos. Marie Rose, ich verstehe diese Spiele einfach nicht. Wir sind 7 Punkte hinter Leverkusen, haben 2 Spiele weniger, um auf 1 Punkt ranzukommen. Und anstatt weiter Druck auf Leverkusen auszuüben, spielt man, als hätte man 10 Punkte Vorsprung. Ich verstehe es nicht. Gerade jetzt, wie Leverkusen spielt, sollte es doch Ansporn genug sein, 100% zu geben. Sollte es, ja. Gerhard Berger, jetzt noch die Unioner aufbauen am Mittwoch, denn die brauchen auch Punkte und das ist der nächste Titel mit 100% weg. Also Union steht doch ganz gut da eigentlich, ne? Haben die nicht 5 Punkte vor der Abstiegszone oder was? Und haben 2 Nachholspiele? Oder sind es weniger Punkte geworden mittlerweile? Klar brauchen die Punkte, aber ja, ich gehe mit dir, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, ist der Titel weg. Gehe ich mit dir, ja. Vorsicker, für mich scheint es so, als würde Tuchel das mit Absicht machen, immer die gleichen aufzustellen. Er hat so viele Optionen im Kader und setzt immer auf die gleichen, die einen Scheiß spielen.
Sollten am Mittwoch wieder die gleichen in der Startelf stehen, wie zum Beispiel Kimmich, Davis, Neymar als RV, Kimmich als 6er Command und statt Tell spielen zu lassen. Neymar ins Mittelfeld, Kimmich als RV, Kretzig oder Guerrero als LV, dann ist dem Tuchel nicht mehr zu helfen und man müsste ihn rauswerfen. Der labert seit fast einem Jahr nur Scheiße, widerspricht sich selber und ist für Freund und Eberl der völlig falsche Trainertyp. Ich weiß gar nicht, wie oft ich es noch sagen muss. Tuchel hat mir nie gefallen als Bayern-Trainer und wird es auch nie tun. Wenn es nach mir gehen würde, dann lieber heute als morgen feuern. Ein Nagelsmann wäre in dieser Situation schon geflogen. Von mir aus, Spiel mit dem Trainer die Saison zu Ende und dann bye-bye. Ja, das wird sehr wahrscheinlich auch passieren. Und ja, ich gehe da voll mit dir. Ne? Habe ich ja auch gesagt. Also Mittwoch die Aufstellung muss eine andere sein. Ansonsten ist alles vorbei. Also dann kannst du den Vorhang zuziehen, kannst dich verbeugen, kannst dich bedanken und gut ist. Ja? Also dann ist wirklich, mehr geht nicht. Egoistenfußball. Alexander. Tristan, um ehrlich zu sein, verstehe ich dieses Gelaber von den Kommentatoren und Experten nicht. Jedes Spiel gegen Bayern sei für den Gegner wie ein Bonusspiel. Alexa, halt die Gosch. Die sich immer einmischt, Alter. Das mag vielleicht früher unter Guardiola oder Heinkes der Fall gewesen sein, aber unter Tuchel hat jede Mannschaft eine Chance. Neuer hat sogar noch einige Dinge rausgefischt. Wenn der Gegner seine Chancen nutzt und unter Tuchel kriegt er nie, dann kann jeder gewinnen gegen Tuchels Bayern. Ja, ich glaube, so ist das auch nicht gemeint. Ja, ich glaube, das ist eher so gemeint, dass ein Spiel, dass man die Spiele gegen Bayern rechnet man die Punkte nicht ein. Ja, erst recht nicht als SV Werder Bremen. Guckt euch die Statistiken an, da gehst du davon aus, ja, wir fahren dahin, wir gucken, dass wir nicht zu hoch unter die Räder kommen, alles ist gut. So ist das gemeint mit dem Bonusspiel. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist, ja, man fährt dahin und hat keine Chance, man braucht das Spiel gar nicht spielen. Also, ja, davon sind wir ja Welten weg. Die letzten 3 Jahre aber. Selbst unter Nagelsmann hat jede Mannschaft eine Chance gehabt, weil wir so offensiv waren, dass wir so konteranfällig waren. Da brauchtest du ja gar keinen Fußball spielen können. Du brauchtest ja nur den Ball nehmen und in die Mitte spielen, der schnell weiter nach vorne leiten. Du brauchtest einen schnellen Stürmer und dann war gut. Ja, also die Zeiten sind ja lange vorbei, dass man sagt, so man hat gegen Bayern München keine Chance. Also. Klümmerse Grüße gehen raus. Ja, Rot-Weiße kommt zurück. Fixi Goodman, Bayern wird diese Saison nicht Meister. Schaut echt danach aus, wenn man sieht, wie Leverkusen kämpft und Bayern aufgibt. Ja, ist doch auch okay. Dieser Verein hat Tuchel verdient. Ja. Der grüne Hai beißt Bayern. Jo. Zizi, nenne ich dich. Bricks im Kopf. Mir fehlen die Worte und du weißt, dass das selten vorkommt. Wie gesagt, Trainer weg nach der Saison und 2 bis 3 Spieler weg. Wieder eine Spielidee einimpfen wäre wichtig. Und genau für die Idee einen Trainer suchen. Tuchel kann es nicht bei uns. Sorry, das kriegen wir auch hin. Ohne unnötige Anglizismen hätte mir deine Analyse besser gefallen. Jo. Freut mich. Fixi Goodman. Tuchel hat schon Schuld und manche der Bayern-Spieler wollen sein Aus. Man merkt es. Und das werden wir am Mittwoch sehen, ob dem so ist. Ihr armen Schönwetterfans. Ah, läuft doch. Ich hab mich ja schon gewundert. Kann ja wohl nicht sein, dass hier bei 287 Kommentaren hier noch keiner ausgeblendet wurde, Alter. Bodo Bodereed. Jeder rechnet sich gegen Bayern jetzt was aus, weil Bayern leider immer schlechter wird. Ja, ist ja auch völlig okay. Der Hardcore-Zocker. Erstmal Top-Analyse, nur auf Tuchel draufhauen, wie viele hier bei den Kommentaren tun, ist einfach lächerlich. Aber der Kader ist auch einfach zu schlecht. Auch wir haben zu viele möchtegern Weltklasse-Spieler drin. Heute war wieder 0 Einstellung das Problem und die Transfers im Winter ziehen sich auch wieder wie Kaugummi. Hoffe, dass im Sommer was passiert, weil mit dem Kader gewinnst du nix. Naja, der Kader hat auf jeden Fall mehr Potenzial als das, was wir gerade sehen. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Aber ja, es muss sich was ändern. Das haben wir ja. Also ich persönlich und auch viele andere in den Kommentaren reden davon hier seit 1,5 Jahren. Ja. Und man versäumt es halt wieder und wieder. Und man hofft immer wieder, mein bestes Beispiel, dass 2 und 2 nicht 4 ergibt. Aber das ergibt es nun mal. Tuchel muss weg, der schön Redner, aber Schlechtmacher. Und das Gefühl, Leimer hat kein Bayern-Niveau. Und das Gefühl habe ich persönlich nicht. Er muss einfach mal auf der Position spielen, wo er halt
kann. Ja, Leimer ist kein rechter Verteidiger, Alter. Und ja, als rechter Verteidiger hat er kein Bayern-Niveau, da stimme ich dir zu. Sammy, Spiel war scheiße und die Fans waren auch scheiße. Erst die letzten 20 Minuten kam ein bisschen Stimmung auf. Erik Dörfer, Leverkusen wird Meister werden, wird auch Zeit, dass endlich eine andere Mannschaft endlich mal Meister wird. Ja, den stimme ich dir zu. Es wird Zeit, dass endlich mal wieder Konkurrenz in die Bundesliga einzieht. Holger Schmidt, es tut mir leid, Tuchel ist bestimmt ein guter Trainer, aber diesen Fußball, was er spielen lässt, ist nicht, was Bayern München auszeichnet und ist nicht die DNA des Vereins. Vollkommen richtig. Wie lange wollen die Bayern-Bosse noch warten? Das gibt es im Leben. Wenn es halt nicht passt, dann muss man sich trennen und das hat nichts gegen den Menschen Thomas Tuchel zu tun. Aber man darf Werder Bremen nicht vergessen. Wir haben das heute sehr gut gemacht und verdient in München gewonnen. Jo. Holger. Alicia, Hoeneß soll heute Abend noch Flick anrufen. Ich kann dir dafür kein Herz geben, Alter. Kann ich nicht. Sehen Hansi Flick nicht. Gib dir ein Herz und einen Daumen runter, wie bei dem anderen Kommentar. Einfach als Zeichen, dass ich das nicht so sehe. Zu schlecht Bayern, yes. Maggi. Der Kader passt einfach nicht zu Tuchel und Tuchel nicht zu Bayern. Ergebnisfußball kann ja wirklich nicht das Maximum sein, dass der FC Bayern muss meiner Meinung nach nicht nur gewinnen, sondern dazu auch noch schön gewinnen. Zwar nicht durch die individuelle Klasse kurz vor Schluss, sondern die Gegner wieder reihenweise an die Wand spielen, sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal und ebenso in der Champions League bis zum Viertelfinale, weil da kommen meistens die ersten Brocken. Jein. Ja, also ich bin keiner, der sagt, wir müssen die Gegner reihenweise an die Wand spielen oder wir müssen jedes Spiel super schön Fußball spielen. Nee, das will ich gar nicht. Ich will einfach, dass man eine Spielidee hat, diese versucht umzusetzen und dass die Spieler als Mannschaft auf dem Platz stehen und sich den Arsch aufreißen. Das ist, was ich will. Wenn dann der Fußball schlecht ist, weil, keine Ahnung, die Qualität nicht stimmt oder sonst was, man aber wenigstens sieht, dass wir alles versuchen, uns reinhauen, alles gut, kann ich da völlig mit leben, ja. Ich muss nicht immer Ramper, Fußball sehen mit, was weiß ich, Hacke, Spitze, 1, 2, 3, den Gegner an die Wand spielen, sonst hast du was gesehen. Das muss ich gar nicht haben. Ich muss einfach sehen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die eine Spielidee hat, die will. So, das reicht mir. Ja, aber das sehe ich ja nicht. Das ist doch das Schlimme. Das sehe ich nicht. Wer ist Serge Gnabry, our hero? Ja, ganz großer Hero. Reikos, Malocha Luca übrigens. Nur die echte Bayer wird siegen. Nur die echte Bayer wird siegen. Also das jetzt hat Reikos, komm, ich gönn's dir. Sudel dich in dem Elend der Bayern-Fans. Weil nur die echte Bayer, willst du mir jetzt sagen, dass Leverkusener Bayern sind oder was? Also, wild. Ja, Hauptsache der Trainer ist immer schuld, lächerlich. Sorry, aber selbst Alonso würde es nicht hinkriegen. Viele Spieler sind einfach satt. Ja, true. Und trotzdem ist der Trainer schuld, dass er diese satten Spieler jedes Spiel wieder aufstellt, wa? Oder stellen die Spieler sich selber auf? Also, merkst du selber, wa? Hoffe ich doch. Ansonsten mach dir Gedanken. Gut, weiter geht's. 2 Stunden voll. Läuft, Leute, läuft. Läuft. Nur 2 Leute ausgeblendet. Ich habe mit mehr gerechnet. Also von daher, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Waren ein paar sehr gute bei, waren ein paar bei, ja, wie immer halt, ne? Damit ziehen wir noch die nächsten Kommentare eben schnell hinterher. Zur Reaction auf die Pressekonferenz, wo Tuchel ja schon klare Worte gefunden hat. Von daher bin ich mal gespannt, was da für Kommentare von euch kommen. Alexander König, die Verantwortung sehe ich vor allem bei der Mannschaft. Leidenschaft, Gier, Einsatz und der Wille, alles zu geben und meinem Nebenmann jederzeit zu helfen, das vermisse ich als Bayern-Fan total. Ja, aber wenn man das doch vermisst, ja, das vermissen wir ja nicht erst seit diesem Spiel. Das vermissen wir seit Anfang der Saison. Da muss ich doch als Trainer, ja, gib den Spielern, weiß ich, übertrieben gesagt, 3, 4, 5 Spiele Zeit. Sehe ich, dass es sich nicht ändert. Die Spieler immer noch dieselbe Einstellung haben. Da muss ich doch die verkackten Spieler austauschen. Punkt. Ja, da muss ich den Spielern einen Denkzettel geben und einen Konkurrenzkampf schicken. So. Ja, fertig. Chris, das Tor von Weiser ex-Bayern war so super geil.
Habe ich mir 10-mal angeschaut. Davis ließ sich ausdribbeln und der Rest der Mannschaft stand unbeteiligt rum. 0 Aktion gegen Weiser. Ja. Hobby, brutal enttäuscht, fassungslos, sprachlos. Mr. Universe. Diese 2 Gesichter zeigt Bayern mittlerweile leider schon seit mehr als 2 bis 3 Jahren. Ja, nicht seit mehr, aber seit 2 Jahren, ja. Und das unter verschiedenen Trainern und verschiedenen taktischen Herangehensweisen. Leute, die es nur am Trainer festmachen und mal wieder wie Roboter Tuchel rausbrüllen, haben immer noch nicht die Tragweite der Probleme erkannt. Der Kader ist völlig unausgeglichen. Das Mittelfeld harmoniert nach wie vor nicht und wir haben viel zu viele Spieler, auf die man sich nicht verlassen kann, weil sie ständig Leistungsschwankungen aufweisen. Und trotzdem bekommen die Verantwortlichen es Stand jetzt immer noch nicht hin, wenigstens die Baustelle auf der rechten Verteidigerposition zu schließen, damit Leimer dort nicht mehr spielen muss. Sage ich gleich was zu. Mit diesem Kader könnte auch Xabi Alonso nicht viel verbessern, da er gar nicht das Spielermaterial hätte, auf das er bei Leverkusen setzt. Xhaka, Palacios, Grimaldo, Frimpong und Wirtz sind alle Spieler, die riesige Anteil daran haben, dass Alonso Fußball so gut funktioniert. Und jeder einzelne davon wäre zum jetzigen Zeitpunkt vermutlich Stammspieler bei uns. Also, erstmal, ich denke, die Spieler, die du aufgezählt hast, kannst du mit Sicherheit auch den passenden Gegenpart beim FC Bayern finden. Ich bin schon dabei, dass ich das am Trainer festmache, weil der Trainer nun mal dafür verantwortlich ist, wer aufgestellt ist. Ja, hier, wie du gerade selber schreibst, der Kader ist völlig unausgeglichen, das Mittelfeld harmoniert nicht. Richtig, aber dann stell doch mal ein anderes Mittelfeld auf. Dass das Mittelfeld gegen Dortmund harmoniert hat, gegen Stuttgart harmoniert hat, war da jetzt auch keine Geisteskraft. Ja? Woran hat es denn gelegen? Ja? Warum muss ich einen Leimer als rechten Verteidiger stellen, wenn ich auch einen Kimmich dahinstellen kann? Nur als Beispiel. Und das sind Sachen, für die der Trainer verantwortlich ist. Da ist nicht die Mannschaft für verantwortlich. Klar, haben wir Riesenprobleme in der Mannschaft, haben wir durchdiskutiert, satte Spieler, die nicht an ihr Leistungsniveau kommen. Aber wenn ich die Spieler dann weiterhin spielen lasse und nicht die Spieler unter Druck setze, durch Konkurrenzkampf, dann ist das Trainersache. Ja? Und Tuchel hat das bisher so durchgezogen. Würdest du da jetzt sagen, du nimmst den Trainer raus, ist nur die Mannschaft schuld? Und dass ein Xabi Alonso nicht der Heilsbringer wäre mit derselben Mannschaft, stimme ich dir 100% zu. Ja. Aber ich garantiere dir auch, dass wir besseren Fußball sehen würden und eine Spielidee sehen würden, die wir unter Tuchel nicht sehen. Mit denselben Spielern. Dass er ähnliche Probleme kriegen würde, auch gerade mit diesen Aussetzern, 100%. Ja. Wir müssen Spieler in Konkurrenzkampf stellen. So, vielleicht würde Alonso das aber auch tun. Vielleicht würde Alonso nicht sagen, ach ja, ihr seid super verdiente Spieler, ihr spielt immer. Ja, so. Das wissen wir ja nicht. Also ich weiß es nicht, ob er das tun würde. Da müssen wir mal hinkommen. Und das ist eine Trainergeschichte. Nochmal, wenn du einen Spieler hast, à la Kimmich, der immer spielt, egal welche verkackte Leistung er bringt, immer, unangefochten, willst du ihm dann einen Vorwurf machen? Willst du ihm dann wirklich einen Vorwurf machen? Wenn du dem Spieler nicht einmal zeigst, dass seine Leistung nicht reicht, wie willst du ihm Vorwurf machen? Dasselbe mit King. King spielt seit Wochen Grütze. Spielt immer. Ja, gut, es waren dann mal 2, 3 Spiele. Müller durfte da mal ran, ja. Chapeau. Aber das war auch dem geschuldet, dass Müller den Vertrag verlängert hat und Tuchel super unter Druck war. Hätte Müller da weiterhin ignoriert. Und so kannst du die Reihe doch durchgehen. Ja, Davis. Spielt immer grottig, seit Wochen, Monaten. Mit ab und wann mal einen guten Spiel dazwischen, ja. So, wenn ich den Spielern doch zeige, das ist völlig okay. Ja, das fühle ich. Bin ich voll d'accord mit. Da muss ich mich nicht wundern. So, und das ist eine Trainerentscheidung. Es ist nicht so, dass wir keine Alternativen haben. Du hast für jede Position, die ich gerade aufgezählt habe, 2 oder 3 Alternativen. Punkt. Bernd Biesenkamp, Bremer hat Teamgeist als Bayern. Ja. Eukal, ich habe die Lösung. Kimmich packt den Fonsi in eine Top-Schubkarre und fährt ihn nach Madrid. Er kann auch bleiben. Heute war die Mannschaft mit mehr Stürmern auf dem Platz stabiler als mit diesen Pfeifen. Leroy muss man mal herausheben. Er ist zwar keine Weltklasse und man sieht es, aber er hat eine gute Einstellung aktuell. Ja, weiß ich nicht. Michael, Bremen hat eigentlich alles super gemacht und wir haben kläglich versagt. Tell mal ausgenommen, Neuer auch. Den Rest konnte man eigentlich abhaken. Ich denke auch nicht, dass es an den Spielern direkt liegt. Ich denke eher, dass es einfach am Trainer liegt.
Der Mann ist einfach zu verkopft. Und wenn sich das überträgt, dann spielt man im gegnerischen 5-Meter-Raum nochmal 10 Querpässe, bis man dann endlich den Ball ins Tor kombiniert. Das geht auch schnörkelloser. Ich hoffe, dass Tuchel nächste Saison geht. Am besten schon in dieser Saison. Meister zu werden wird dieses Jahr eh schwierig. Aber vielleicht muss man auch mal so sein. Ich könnte damit leben, wenn es dann eine Reaktion nächste Saison kommt. Ja, man muss damit leben. Ja, wir spielen einfach grottigen Fußball. Also, dass wir überhaupt da stehen, wo wir stehen, ist doch eigentlich schon ein Wunder. Ja, dass wir bisher diese grottigen Spiele immer noch gedreht haben. Muss man fairerweise sagen. Freeman, Kimmich ist beim Trainingslager nicht dabei und dafür nicht Startelf. Das sehen die anderen Spieler doch auch. Ich denke, Tuchel bekommt es einfach nicht hin, homogen zu reden und handeln. Es passt einfach nie wirklich zusammen. Keine Ahnung, was das in Chelsea war. Aber ich denke, bei uns im Verein hat er seine Glaubwürdigkeit verloren. Das wird nichts mehr. Ja. Und zwar hat er die Glaubwürdigkeit in den ersten Wochen verloren, wo er gekommen ist. No, das war schon mein Take damals. So. Und das zieht sich die Saison weiter durch. Banja, Leverkusen hatte gestern 2 Tore über Standards gemacht. Rein auf Tar oder zum 3:2 für Hinkapi. Nochmal zum Leverkusen-Spiel. Gestern hat Alonso auch nicht in der Halbzeit gewechselt. Zum Beispiel Tar war schwach, nicht so Opa-Ausfallmäßig, aber schwach. Ja, alles gut. Ich gebe den Herz dafür, das brauche ich nicht weiterlesen. Mich interessiert nicht, was in Leverkusen abgeht. Das ist nichts, was mich interessiert. Fernandinho. Ein weiteres Problem bei Bayern ist irgendwie der relativ dünn besetzte Kader. Jetzt hat Bayern mal Dyer für die Defensive geholt. Dann hast du auf der Bank ein Ü34 Müller und Schupo und Goretzka und Tell und das war's. Dann soll der frische Wind sein, der von der Bank kommt und bestmöglich auf 3 Hochzeiten tanzen soll. Ich weiß nicht, wie weit du im Verein drin steckst. Beschäftige dich vielleicht nochmal mit unserem Kader. Dann wirst du vielleicht noch 2 oder 3 Spieler mehr finden, die bisher auch schon überzeugt haben. Chrisel, zu Hause gegen Bremen 0:1 war eigentlich immer das Ende eines Trainers bei Bayern. Das statistisch erwiesen? Das weiß ich nicht. Bayern hat keine geile Abwehr und kein geiles Mittelfeld. Wenn dann noch vorne das Abschlussglück fehlt, dann passiert eben so eine Katastrophe. Warum gucke ich mir das 70 Minuten an? Bester Kommentar. Er hätte früher wechseln müssen, aber die mächtigen Bayern-Bosse hätten Tuchel im Sommer die Mannschaft geben sollen, die er wollte, dann wäre es jetzt einfach mit der Schuldzuweisung. So hängt es für mich zu 80% an den Spielern. Mit Kimmich läuft es einfach nicht und eine Abwehr wurde konstant bisher auch nicht gefunden. Keine Abstimmung, kein wirkliches Einspiel möglich. Wäre ein erneutes Bayern-Wunder, wenn es mit der Meisterschaft jetzt noch klappt. Ja, da stimme ich dir zu. Mit dem Bayern-Wunder wäre es wirklich. Ja, es ist ein Zusammenspiel aus allen 3 Sachen. Ja, die Transferplanung, ein großer Teil der Spieler schon seit 2 Jahren und aber auch dem Trainer. Ja, aber jetzt nur dem Trainer die Schuld zu geben, ist der verkehrte Weg. Nur den Spielern die Schuld zu geben, genauso. Also es ist schon ein Zusammenspiel aus allen 3 Sachen, meiner Meinung nach. Christian, wir erinnern uns, Tuchel war vor einem Jahr schockverliebt. Jo. Ivan, ehrlich gesagt ist die einzige Änderung, die ich gegen Union erwarte, Leon statt Guerrero. Wenn dem so ist, dann ist der Zug abgefahren. Ja, meine Meinung. Aber wir werden sehen. Joe Oswald, ein blutleeres Spiel. Mal unabhängig von der Aufstellung fehlt mir hier die generell die Einstellung zu dem Spiel und dem unbedingten Willen, den Gegner dominieren zu wollen. Das Spiel gegen so einen Gegner muss sich in der ersten Halbzeit entscheiden. Dann kann man in der zweiten Halbzeit auch 1 oder 2 Gänge runterschalten. Stattdessen fahren wir 90 Minuten im Leerlauf. Ja, aber das war ja nicht nur gegen Bremen so. Ja, guck dir die Spiele in der Hinrunde an zu Hause. Das war ja in ganz, ganz vielen Spielen so. Dumbo Jumbo, ich habe viel mehr vom Tuchel erwartet. Man sieht einfach kein System in unserem Spiel. Ja, leider ist das so. Christian Brot, im Straubing und Trainingslager waren die Spieler wieder top. Haslach-Mühle, richtig, die Art und Weise, wie Bayern spielt, mal abgesehen von der heutigen schlampigen Art und Weise, benötigt unbedingt eine Doppel-6 zur Restverteidigung. Alonso hat Leverkusen mit klarer Handschrift ein System verpasst, das funktioniert, die Mannschaft spurt und folgt Alonso. Was hat das mit dem FC Bayern zu tun, was Alonso gerade macht? Robert Trigger, es wurde nach all den Jahren Zeit, dass wir zurückkehren. Ja, Glückwunsch. Sir Fortropic, beim Sieg gegen den BVB hat Tuchel ja richtig ausgeteilt. So von wegen, es sei unverschämt, ihn als schlechten Trainer zu beurteilen. Das feiert ja nach Frankfurt und Bremen böse zurück allmählich. Ja, aber es ist ja schon vorher zurückgefeiert. Michael Busch, Kimmich war mal wieder völlig am Rumlaufen und seinen Job völlig links liegen lassen. Wieso spielt er immer noch auf der 6? Das fragt sich jeder. Klein Flöchen, nach seinem Skiurlaub kann der Tommy dann doch Nationaltrainer werden.
WhatsApp, ich habe das Gefühl, dass Tuchel nicht mehr lange auf der Bayernbank sitzen wird, was ich auch befürworten würde. Aber wer soll es dann machen? Kann ich dir nicht beantworten. 30 Millionen für einen ehemaligen Spieler nächste Saison und es wird besser. 30 Millionen für einen ehemaligen Spieler nächste Saison. Achso, du meinst einen. Die grüne Haie hat zugewiesen. Ja, haben wir gerade schon gelesen. Tuchel im Sommer AD, Stefan. We will see. Papa Horst, man hätte nie den Dampfplauderer für Nagelsmann holen dürfen. Monster. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Markus. Wolfgang Presse, bin zu 100% bei dir, aber ich glaube, es wird am Mittwoch nicht viel passieren. Es werden wieder die gleichen spielen. Also ich habe da gerade echt hohe Hoffnung. Vielleicht täusche ich mich so sehr, aber das ist auch gut, weil dann kann ich mit dem Thema Tuchel halt für mich persönlich auch abschließen. So, dann ist das Thema für mich durch. Tuchel raus. Tiger Chris, logische Konsequenz, wenn man nicht nach Leistung, sondern nach Namen aufstellt, fährt man sich die Spieler sauer, die draußen bleiben. Oder nicht da spielen, wo sie eigentlich spielen sollen. Dann kann auch kein Teamgeist aufkommen. Weiß nicht, was die im Trainingslager gemacht haben. Sollten ja unter anderem Standards geübt haben, das war aber gar nichts. Tuchels Aussage wieder mal keine Ahnung warum. Also wenn jetzt kein Spieler rotiert werden, dann muss der Trainer rotiert werden. Ja, bin ich bei dir. Training ist nicht Spiel, alte Fußballerweisheit. Und das ist auch keine alte, sollte jedem klar sein, aber anscheinend ist das dem Tuchel nicht ganz klar. Patrick, ich wette darauf, bald schießt Bayern Tuchel raus oder er tritt selber zurück. Er wird niemals selber zurücktreten. In der Mannschaft hat es viel zu viele Divas. Millionen Chefin, aber null Leistung. Max Eber muss her und dann muss man im Sommer den Kader komplett umbauen. Gewisse Spieler regen mich nur noch auf mit ihrem Gehabe. Ja. Sag mal, löschst du hier Kommentare oder macht das YouTube? Wenn ich Kommentare lösche, siehst du das hier in dem Video. Sonst lösche ich keine Kommentare. Ich lese die Kommentare auch immer erst, wenn ich dieses Video mache. Also von daher. Ja, YouTube löscht bestimmte Kommentare, wenn du da irgendwelche bestimmten Wörter schreibst. Oder auch, manchmal ist es auch so, dass wenn jemand antwortet und da bestimmte Wörter sagt, dass dann auch dieser ganze Kommentar ausgeblendet wird, leider. Sonst lösche ich nichts. Nee, warum? FC Bayern-Fan forever. Ich bin brutal enttäuscht, hoffe auf Reaktion am Mittwoch und Samstag. Christian Loch, Wakalachi kann den TT nicht zuhören, das schmerzt. Diesmal hat er doch Tacheles geredet. Ja, du hast recht, Kai, ich mag dich sehr, danke. The Cretan Runner Thomas, das Training war Weltklasse, aber wir haben es nicht auf den Platz gebracht. Ja, Marcel, wofür wurde eigentlich Dyer geholt, wenn er eh nicht spielt? Ja gut, komm Leute, der war 2 Tage im Training, dann ist er wieder abgereist. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. So, ne? Lass den mal erstmal eine Woche oder 2 mittrainieren, dann können wir ja auch mal darüber reden. Gerhard Berger, was quatscht denn der Tuchel da? Dass die Journalisten gesehen haben, dass die Spieler top waren im Training. Vor 40 Jahren war das Training härter als die Spiele, weil jeder Spieler um seinen Platz in der Mannschaft kämpfte und sich voll reingehauen hat. Aber da brauchst du ja nicht 40 Jahre zurückgehen, da brauchst du nur 5 Jahre zurückgehen. Ja, es gab halt immer einen Konkurrenzkampf in unserer Mannschaft. Aber seit dem Sechstubel gibt es keinen Konkurrenzkampf mehr. Es gibt keinen Konkurrenzkampf in dieser Mannschaft, weil immer dieselben Spieler spielen. Also ich kann nochmal Gravenberch und Sabitzer als Beispiel bringen. Ja. Wurst. Völlig Wurst, wen du holst. Es ist Wurst. Die spielen nicht. Die sind in keinem Konkurrenzkampf. Und da muss man sich nicht wundern. Ja. Heute sind die Trainingsphasen wahrscheinlich nicht so hart und im Training sieht es vielleicht auch schon aus, aber Training bleibt Training und Training bringt keine Punkte. Ja, nochmal. Das ist der fehlende Konkurrenzkampf. Ja. Selbst wenn die Spieler sich im Training reinhauen, die dürfen ja nicht spielen. Ja, dass dann irgendwann das Niveau sinkt, ist doch klar. So langsam glaube ich schon, dass Tuchel auf den Kopf gefallen ist. GP, was ist da los? Fazit, Trainingslager von Tuchel vor dem Bremen-Spiel. Training top, Bedingungen top, Stimmung top, gehen. Das klingt exakt wie vor einem Jahr. Gut, das war's, Leute. Ich gehe nochmal auf Überprüfung ausstehen. Nee, hier ist auch kein Kommentar. Also, nee, kann ich leider nicht weiterhelfen. Das war's. Das waren eure Kommentare. 2 Stunden, 8 Minuten. Chaka. Läuft. War ja fast so lang wie ein Stream. Ja, waren sehr konstruktive Kommentare. Ein paar komische Kommentare, aber relativ wenige hirnlose Kommentare. Von daher vielen lieben Dank dafür. Und rot-weiße Grüße gehen raus. Ich bin sehr gespannt auf die PK. Ich denke, da werden da ja Fragen kommen. Hoffe ich doch. 12:30 Uhr ist PK, passt.
ob sich an der Aufstellung was ändern wird. Ich bin gespannt, ob Tuchel da schon was zu sagen wird. Ansonsten bin ich persönlich mega gespannt auf die Aufstellung am Mittwoch. Und da wird sich für mich persönlich entscheiden, ob Tuchel noch eine Berechtigung hat, für mich persönlich Trainer dieser Mannschaft zu sein. Also wenn da wieder dieselben Spieler auflaufen wie sonst auch, dann ist der Zug für mich persönlich abgefahren. Dann bin ich auch so weit, dass ich sage, Tuchel ist nicht der Trainer, der passt. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt eine schöne Woche, obwohl es ist ja schon morgen das Spiel. Also hoffen wir morgen auf ein gutes Spiel mit einer anderen Aufstellung. In diesem Sinne, tschüssi.